Komm wir lass lehnen. Wunderschöne gute Morgen alle Guten und herzlich willkommen am Namen vom Kulturministerium bei Narcisen. Das ein Großfried, das alle so voll zu gesehen. Nummer hat man wirklich nicht gerechnet. Wenn ich mir hatte gedacht, gibt es eine Dose Leute hier sitzen zu gab sind. Da gesehen wir da gestern auf Instagram, dass da Leute händeringend nach nur Plätzen sich bemüht tun, sich an der Rand zu quetschen. Dafür vielmals merci, dass an aller Herrgottsfrei nach zu so viel reingekommen sind. Wir sind hier für über die letzte Filmspoterin oder wie das offiziell heißt, Assise sectorielle de la production audiovisuelle. Und für das ganz dann nicht allzu fett soll die Bühnen gehen und sich beim Kulturministerium überlegt und die zwei Bradler vom Podcast, dem engen Filmpodcast, zu invitieren, für die Moderation zu halten. Und ja, lo hat uns gelungen. Und wir probieren als gut und als best für, dass die zwei Table Ronde, die wir für euch präpariert tun, so produktiv und interessant und so langweilig wie möglich über die Bühne geht. So, ich bin von den zwei Bradler, mein Name ist Emil Schlesser und heißt ein anderer Bradler ist der Fabian Koller. Willkommen, merci, dass ihr gut hier seid. Ob man zwei Bradler sich stellt, dann raushaut, hoffentlich. Wir viel zum Schwätzen. Wir haben Themen, über die wir wollen heute schwätzen, nicht viel Zeit. Aber ich meine, die Idee ist, dass wir aufhängen, drüber schwätzen und nur die Konversationen weiterführen. Wie ihr merkt, findet alles heute in Lützburg statt. Ich hoffe, für die, die nicht die Lützburg schwätzen, dass der Kopfhörer gut beim Rankommen. Wir hören noch gleich ein paar Statistiken über diesen Sektor vom Herrn Philippe Robin. Wir immer mal aufhängen nach einem Mot de Bienvenue von unserem Kulturminister, dem Herrn Thiel. Merci, Leif, Madame Deputéiert, Leif Juna, Leiven Gilles Seimet, Direktor vom Sénat. Groß Merci auf dieser Platz direkt für die Leiven. Willkommen hier am schönen Kino, Herr Direktor Leive Guy vom Filmfonds. Leif, kreativer Künstler, Künstlerinnen, die Damen und Herren, Techniker und Technikerinnen, Produzenten und Produzentinnen aus dem Lützeburger Filmbereich und natürlich auch Vertreter von der Presse. Ihr soll gut einen herzlichen Willkommen hier zu Diddling ob eisen Filmassisen, die ich ja organisiert vom Kulturministerium. Es sind ganz froh, und das schon gesagt gehen, dass die ich heute zu so viel Haut dem Moyen heute zu Diddling aufwand tut. Und das weiß, und da sind ich ganz hochgestrieben, dass den Interesse Lützeburger Film, Lützeburger Filmsektor ganz groß ist. Wie viel von ihr wissen, wäre jetzt mein konkreter Wunsch, dass der Film nächst in das Tabtutel vom Kulturministerium soll kommen. Den audiovisuelle Sektor ist am Mengen an ganz wichtig, ein elementären Sektor, Pilier von unserer nationaler Kulturszene. Für mich war diesen Szenewechsel oder diese Cut auch symbolisch wichtig, ja. Filmproduktion ist sicherlich eine Industrie. Wir kriegen gleich, und das auch schon gesagt, die Chiffren heute so präsentiert, aber ja, und das will ich auf dieser Platz ganz klar unterstreichen, der Film ist für mich ganz klar auch Kunst, Kultur. Das echt sektoriell Assisen, die eben heute vom Kulturministerium an Zusammenarbeit mit dem Filmfonds und am CNA organisiert gehen, an die, und das fand ich auch ganz wichtig, für den Publik absehen, sollen dem Austausch stehen, der Diskussion an uns alle gute Piste gehen, wie wir diesen Sektor auch in den nächsten Jahren noch weiter können stärken. Was ist der Lützeburger Film? Ich meine, das ist eine Frage, die wir alle gut kennen, die wir oft hören. Also zum Beispiel der Superjump, den der lokale Publik an der Kino in Heimland begeistert hat. Also de Mission Hublot, den als ein Oscar brucht huet op Lützeburg, also dem Wang Bing, seg international Trilogie, Dokumentation Youth, also auch vielleicht den Ottos Planet, eng VR-Experienz, die Ugangs des Monds zu Venedig ausgezeichnet gouf, oder sinnet awerfleisch Filmreaktor Quickies, die an engem ganz lichte Format viele Jungen Filmschaffenden erlauben, echt Schritt, echt für sich am Film zu machen. Da ist ein gut froh, für mich, also ganz klar, und das will ich deutlich unterstreichen, das alles zu summen. Das ist der Lützeburger Film.
Lewer Guten an denen lächten Mainint neng Mainint sinne loch schon warch viel Terra schon der viel vun Dich kennengeleiert perélech war vielen AW hai am Land am Ausland Firma en Egentbild ze machen iwwe de Lützebauer Filmsektor a Firma erbecht duch Lnz vun Ichte Filmschaffenden och mégen a uns gucken. Es schon op verschiedenen Tournagen verschiedene von ihr iwwer Schëllre geguckt, sondern ich war auch am Filmland zu Kielen op Besuch. Ich war op verschiedenen Festivaler am Ausland an ja es hat regelmäßigen Austausch mat Isch an noch mat vielen Föderationen hier am Filmbereich. Bei diesen Rendezvousen konnte ich allkeiers Herzblut, die groß Passion, die an der Film gestartet, direkt erkennen, die kreativ oder erkennen und lebt zum Detail. Lützeburg als weil regelmäßig op den großen Festivalen an der Selektion an ja den auch immer am Ausland dat uns Techniker als Technikerinnen a viel einer Sparten aus dem Film op ganz hegem Niveau schaffen. Auch immer méi Lützebauer Schauspielerinnen sind op den ausländischen Ekroen ze gesinn. Uns Produzenten a Produzentinnen kreen immer méi Vertrauen wo wichtige Partnerin, mat denen se dann spannend Filmer, Serien, VR-Experienzen können op Bein stellen. Diese Suse an dat will ich auch betonen, den könnt ganz klar nicht vom Himmel gefallen. Nee, das Resultat vu viel harter Arbeit iwwer Joren, iwwer Jahrzehnten und dafür will ich de Filmschaffenden ganz große Merci soen an ihr alle Guten dafür felicitieren. Ich will auch alle Guten, und das will ich auch betonen, dem Luxemburg City Film Festival große Merci soen, den durch sein hege Niveau wichtig Filmer kann op d'Avant-Premieren weisen hier am Land an dem Lützebauer Publik auch Rencontren mat den Equipen erméiglechen oder méi kleng, ja spezialisiert Festivaler wie den Cine East oder de British and Irish Film Festival mat Expertskommunitéiten uschwätzen an Eis, Friem, Lebenswelten, die vielleicht nicht so bekannt sind, wie no bringen. Auch die Success Story von Capitani huet, und das will ich euch auch klar sagen, rund um die Welt viel Leute an der breite Publik erreicht. So gut Leute an Brasilien kruten heute Erlebnisse vom Luc Capitani auf vom Elsa Lai sowie auch die idyllischen Eislik Flair von Burschlünster an Stoff übermittelt an noch das als Nation Branding. Etwas, was auf dieser Plan auch will durchschwätzen, und das ist auch ein Teil von dem Argumentär, oder wie wird man das haut machen, das ist ein Novus, dem man auch besonders Herz leidet. Wir bilden aktuell Lampertsbierg die nächste Generation von Professionellen am Filmbereich aus, und es gibt ja auch regelmäßig Formationen hier am CNA oder auch auf Festivaler, das für einen großen Teil von verschiedenen Berufen hier aus dem Filmbereich. Ich sehe noch, dass es eine neue Generation von Leuten gibt, die sich für den Film interessieren, die für den Film brennen und einfach machen, die wollen urappen, das freut mich ganz besonders und dafür ist es mir wichtig, für die nächsten Jahre den Jungen, der nächsten Generation, auch Zukunftsperspektiven zu bieten. Weil, ja, es kann nicht nur stehen bleiben, wo wir heute sind. Es sind Succesen geschieht, die man erreicht tun, die muss ich wertschätzen, dafür eine große Bravo und Respekt, mit die Medaillen an die Preise, auf denen der wen, sollen sich aber nicht ausruhen. Wir müssen den Filmsektor immer nächst unter internationaler Konkurrenz müssen an uns einem Kader aufpassen, den nicht mehr einfach geht, aber wo man muss noch international kompetitiv bleiben. Das ist ein von den Hauptzielen von diesen Axisen, wo wir mit dir drüber schwätzen. Der Lützebauer Film ist immer nicht so gut wie all seine Komponenten, seine Qualität, ja, also ein Equiliber zwischen einem reglementären Kader auf der einen Seite, finanziellen Hilfen, aber auch einem Wohlbefinden von ihr alle Guten, denen Leute, die am Filmbereich arbeiten. Lieber Guten, der Filmsektor ist aber nicht nur der Filmfonds. Aber der Filmfonds ist ein ganz wichtiger
Partner, Element, Organ vun der Filmlandschaft. Das dat Organ dat tëlleft Litzboer Produktionen, Koproduktionen ze finanzieren, an das dat Organ dat Litzboer Film ganz klar auch nobausen vertritt a promoveiert. De Suse vun de letzten Joren beruht och op e pur strategischen Decisionen vum Filmfonds an dofir wëlle Stiergi als direkt an denger ganze Equipe op dieser Platz e grosse Merci soen an doch dir an der ganze Equipe fir die viel gut erbecht felicitieren. Iwer de Summer hummer awer eure pur punktuell Änderungen iwwer d Gouvernance vum Filmfonds op de Weebrucht, déi lo an de nächste Mainwerten aro analyséiert an och debatteiert ginn. Mei Wunsch aset, dem Filmfonds de nämlichchte Kader ze ginn, wie den anderen Etablissement publiken aus dem Kulturbereich, déi gut funktionieren. Wir sollten dobei net as den verleieren, dat de Filmsektor fir hun grossen, enormen Herausforderungen stets, die ganz offensiver Approach von unseren Opbeschländer für Tournagen bei sich zu halen, zu zeigen, sieft dat mat direkten, indirekte finanziellen Hilfen oder auch Steuervorteile. Ich denke nach Wochen preissteuerrecht, die Matze springt, dat Produktionskosten von einem Film explodieren, weil Materialskosten immer mehr sehr klammen, sieft dat beim Holz für Dekoren, die Energie oder auch Paien. Ja, ich werde mich dafür ansetzen, für das Herausforderungen zu summen mit dir, alle Gurten am Dialog umzugehen, auf den Filmsektor weiter verstärkt zu unterstützen. Wichtig zu sagen auf dieser Platz, als auch, dass mein Klimakrise haben. An die sollte man, an die dürfen wir ganz klar nicht aus den Augen verlieren. Und dafür ist es mir auch wichtig, diese Message mal auf den Weg zu gehen, dass wir weiterhin unbedingt nach mir nachhaltig müssen produzieren und responsabel mit unseren Ressourcen auch umgehen. Last but not least, und das darf am Jahr 2024 natürlich schon nicht fehlen, das sind die technologischen Herausforderungen. Wir bringen uns Studien auf den letzten Stand, aber das mit dem Gaming, hier am Grand Duché. Brauchen wir mehr VR an AI, aber das mit der Intelligenz artificiell. Das kann sie dem Film bringen, aber das kann sie dem Film aber auch schulden. Die Gesetze, und da komme ich zum Schluss, und ich habe genug geschwärzt, es gibt genug zu diskutieren. Wir sind zeitlich leider limitiert. Ich freue mich auf alle Fälle, für mit dir zu summen, produktiv und konstruktiv Gespräche zu feiern, und für zu summen, den Filmsektor über die nächsten Jahre weiter zu stärken. Dafür ein ganz, ganz großes Merci für Ihr Interesse und ich freue mich auf einen flotten Échange. Merci. Ja. Vielmals merci, Herr Kulturminister, für die Scheiweder an die eloquent Ried. Das war mir so schwer, sehr richtig. So muss ich nicht richtig reden. Wir haben aber danach die ganz eloquent ist, den sich aber vielleicht mal zuhören noch besser auskennt wie mit Weder. Und zwar ist das den Herr Philippe Robin, den als Statistiker, den als lo mit Daten und Chiffren der Lützeburger Filmsektor veranschaulicht. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un ensemble de données sur la production, sur l'écosystème de la production audiovisuelle et du film au Luxembourg. Cet écosystème, jusqu'à présent, a peu de données publiques ou a fait l'objet de peu d'études. Mais nous allons voir qu'il est possible, néanmoins, de mobiliser un grand nombre de sources pour décrire et analyser les caractéristiques du secteur. Voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement les différentes sources de référence qui ont permis justement de faire cette présentation. Il s'agit la plupart du temps des données disponibles les plus récentes, donc les dépenses du Statec, avec les comptes satellites de la culture, les statistiques structurelles des entreprises, le FilmFond, avec qui dispose de données à partir des aides financières sélectives, les données d'exploitation des cinémas, et enfin les enquêtes sur le revenu et les conditions de vie
qui nous apporte des informations actualisées sur les pratiques allées au cinéma. Voici une présentation de quelques statistiques clés, donc qui sont extraits de la présentation qui va suivre. C'est quelques statistiques vraiment clés, mais ça ne représente pas l'ensemble de la présentation. Mais 37 salles de cinéma au sein de 13 établissements, 4 millions de coûts moyens d'un film de long métrage coproduit par Luxembourg, 51% de la population qui est allée au cinéma au cours des 12 derniers mois. Voilà, je vous laisse en prendre. Alors, nous allons voir maintenant qu'il est possible d'aborder la filière par la dimension économique. Donc, première chose à rappeler, c'est que la filière de la production et du film appartient à une filière beaucoup plus large, qui est l'audiovisuel, donc qui est l'un des principaux secteurs économiques de la culture. Selon le Statec, sur un total de près de 2 milliards d'euros de valeur de production de la culture en 2022, le secteur de l'audiovisuel a représenté 34%, avec 674 millions d'euros. Au niveau de l'emploi global, sur 13 500 emplois directs sur le champ culturel, en 2022, 1300 emplois sont identifiés sous le secteur audiovisuel. Ensuite, là, on va s'intéresser plus à la filière économique de la production audiovisuelle et du film. Alors, cette filière, c'est un écosystème qui associe 4 secteurs d'activité qui sont particulièrement liés et complémentaires par justement le concept industriel de la création, de la commercialisation, de la diffusion et de la diffusion au public. Ces 4 secteurs sont la production audiovisuelle, la post-production, la distribution audiovisuelle et l'exploitation cinématographique. Donc cet ensemble rassemble, c'est un écosystème avec 226 entreprises, unités économiques, dont 6% appartiennent à la sphère non marchande, c'est les ASBL, et 35%, ce sont des entreprises individuelles, donc les indépendants. Après, on va s'intéresser tout de suite au poids économique et social donc de la filière. Cette filière, en 2022, a eu un chiffre d'affaires total de 69 millions d'euros, selon les données du Statec, et a généré en création de richesse 53 millions d'euros. On voit que sur le graphique, on voit bien que le secteur, la filière a été impactée par la crise sanitaire et petit à petit retrouve des chiffres antérieurs. Autre point important, c'est l'emploi. Là, on va s'intéresser notamment à la filière qui emploie directement. Elle emploie directement 598 emplois directs en 2022. Il faut savoir qu'il s'agit de l'emploi qui est offert par les entreprises qui travaillent dans le secteur, qui sont identifiées dans la filière. Le nombre que j'ai annoncé avant, de près de 230 entreprises. Et donc ce total, c'est l'emploi direct. Il ne comprend pas un nombre important de techniciens, de créatifs ou d'acteurs qui sont indépendants ou salariés, qui sont rattachés, eux, à d'autres secteurs d'activité économique, comme le spectacle vivant. Alors, ça pose un problème parce que vous vous dites, mais l'emploi, ça fait pas grand monde. Moi, j'ai toujours entendu qu'il y avait beaucoup plus de monde. Effectivement, il y a plus de monde. Simplement, actuellement, par la statistique publique, on n'arrive pas à mesurer. On mesure que l'emploi direct. On ne mesure pas l'emploi indirect. Pour ça, il faudrait mettre en place une enquête sectorielle spécifique à l'emploi. Et nous allons voir que quand même, l'emploi a été mesuré par une étude qui a été menée, qui a été réalisée pour l'ULPA en 2020 et qui a pu mesurer par un modèle économique
les emplois directs, indirects et induits, qui représentent en tout pour la filière près de 1259 emplois. Et donc ça, c'est le total des emplois directs, indirects et induits. Et la valeur, la création de richesse est estimée aussi pour l'année 2017 à 151 millions d'euros, en cumulant le direct, l'indirect et l'induit. Nous allons maintenant nous intéresser à la production du film, à l'outil, au produit en lui-même, à la production. Et donc, on a un total de 789 films qui ont été produits par la filière entre 2020 et 2023. Alors, sur ce graphique, vous allez voir, enfin sur cette représentation, vous allez voir, il y a 505 longs métrages, 488 fictions, 413 longs métrages de cinéma, 166 documentaires, 214 courts métrages. Ça mélange les formats et les genres, donc le total ne correspond pas au total qui est affiché de 789 films. La production de films est une production qui est extrêmement diversifiée. Donc on voit la répartition entre longs métrages, courts métrages et séries. Les longs métrages dominent la production, mais les courts métrages et les séries sont aussi de plus en plus présents. Et en 2023, on totalise un total de 45 films produits. On retrouve le résultat de production que l'on avait pour l'année 2009, avant la crise Covid. Vous voyez aussi à côté l'autre graphique, c'est celui avec les genres, donc fiction, documentaire, animation, transmédia et XR. Pareil, les fictions dominent largement la production nationale. Un autre graphique, une autre représentation pour montrer que, en fin de compte, sur 80 films produits en 2023, 80% des 45 films ont été soutenus directement ou ont bénéficié directement des AFS. Donc, ce qui montre enfin, l'importance du film fond pour la production nationale. On observe aussi que la production de longs métrages de cinéma est très internationale, puisque en fin de compte les films majoritairement luxembourgeois ou 100% production luxembourgeoise sont nettement en retrait par rapport aux coproductions internationales auxquelles participe le secteur de la production. Alors, on va maintenant se pencher sur les coûts de production. Sur ça, on s'appuie sur les données du FilmFond, et notamment sur un échantillon de 92 films, de films qui ont été soutenus par le FilmFond, qui ont bénéficié des aides financières sélectives, et qui ont été produits entre 2020, 2022 et 2023. Donc, c'est la date de sortie mondiale. Donc, ça représente un total de dépenses de 299 millions d'euros. Avec une répartition, on voit que le tournage représente 41% des frais engagés. Ah, pardon. J'en ai oublié un déjà. Voilà. Donc, j'en avais déjà, je suis allé un peu trop loin. Alors, donc là, c'est le coût de production qui est variable selon le format et le genre de film produit. Donc, sur justement cet échantillon de 92 productions audiovisuelles, on voit que le coût moyen d'un long métrage est de 4 millions d'euros. La série, 3 millions 13. Le court métrage, 300 000 euros. On a fait le même calcul sur les genres de films, donc l'animation, qui est la production la plus onéreuse,
du fait du mécanisme industriel de fabrication. Et on retrouve avec 6 millions, un peu plus de 6 millions, 3 millions pour une fiction, et un film XR 1,3 million et 700 000 € pour un documentaire. C'est une moyenne, hein, toujours. Alors, là, sur les 299 millions d'euros engagés, donc les frais de tournage représentent 41% des dépenses. L'autre poste important, c'est le poste artistique et créatif, où on va retrouver un ensemble de dépenses on va voir au slide suivant. Et point important, la masse salariale représente quand même la moitié des dépenses engagées sur la production de films. 49%, 60% sur l'animation, 43% sur la fiction, 41% sur XR et en moyenne 37% sur un documentaire. Donc là, on va sur quelques postes, catégories de dépenses. Donc le tournage, qu'est-ce qu'il y a dans le tournage? Donc le tournage va réunir différentes catégories de dépenses, des différents postes. Donc on retrouve l'équipe de préparation et de tournage qui représente 56% des dépenses qui sont affectées au tournage. Logistique de tournage 18%, décor et costumes 12% et moyens techniques 14%. On a un autre regroupement qui a été fait au niveau des dépenses, donc c'est développement et droit artistique. Donc les dépenses préliminaires représentent 66% sur 20 millions de dépenses. Et le personnel artistique et créatif, dont on parlait au slide précédent, qui représente un total de 65 millions de dépenses sur les 299 millions, 72% est engagé sur les dépenses spécialisées dans l'animation, du film d'animation. L'équipe artistique 21% avec les acteurs et les figurants, les réalisateurs 7%. Voilà. Alors, c'est un ensemble de catégories on peut en discuter pendant très longtemps, mais en fin de compte, on a essayé de le faire le plus représentatif possible des coûts d'un film. Mais il y a d'autres possibilités de rassembler aussi les différents coûts et les différentes dépenses. Chose à laquelle aussi on s'est intéressé, c'est les retombées financières au Luxembourg de l'ensemble de ces dépenses. Donc les 92 productions analysées, les retombées financières directes au Luxembourg s'élèvent à 86 millions d'euros, soit 29% du coût total des productions de films. Autre enseignement, on se rend compte que la masse salariale est aussi très conséquente, puisqu'elle représente 51% de ce total, du total des dépenses des 86 millions d'euros. On peut faire aussi une ventilation des dépenses par catégorie. Donc on voit que pour les coûts de tournage, 623 millions engagés sur les coûts de production totale des 92 films, 32 millions ont été réalisés au Luxembourg. Pour les dépenses de post-production, c'est sur un total de 22 millions, après 8 millions ont été engagés aussi au Luxembourg. Alors maintenant, on va toujours sur les données financières du Film Fond. On va s'intéresser au financement des films. Comment sont financés les films? Donc, les films sont financés majoritairement par les aides publiques nationales et européennes directes, qui totalisent 60% des sources de financement des productions de films. On voit sur ce graphique que les aides financières du Film Fond sont équivalentes, en fin de compte, aux autres fonds étrangers qui interviennent sur les mêmes productions. Donc on arrive à 29% pour les deux catégories principales de soutien public. Autre enseignement, le financement des films luxembourgeois est assuré majoritairement par les aides du Film Fond, qui, par ces différentes aides, comme les aides financières sélectives, mais aussi les aides à l'écriture et au développement, fait que le soutien apporte majoritairement le financement à hauteur de 56%.
Alors, vous voyez qu'il existe aussi d'autres ressources de financement des films luxembourgeois, qui sont diffuseurs télé, les aides publiques nationales étrangères, qui sont que de 9,9%, ou le mécanisme fiscaux. Alors après ces données économiques, on va on va s'attacher à voir les principales statistiques sur l'exploitation cinématographique. Sur l'exploitation cinématographique, donc là on s'appuie sur des données fournies par le CNA. On voit que la fréquentation retrouve petit à petit son niveau d'avant crise Covid, avec en 2023 plus de 990 spectateurs accueillis dans les 37 salles qui couvrent le territoire. Les écrans, 37 écrans. Donc on voit l'évolution de 1970 à 2023, mais on pourra aller encore beaucoup plus loin. Alors, autre chiffre qui nous intéresse sur l'exploitation cinématographique. Les données sont très très riches à analyser, mais on a dû faire une sélection. Donc là, par exemple, pour l'année de référence qu'on a pris, c'est l'année 2023. Donc le coût moyen d'un billet revient à 11 €, les recettes brutes 10,9 millions d'euros. Chose importante aussi, qui était peu diffusée jusqu'à présent au niveau information, c'était le nombre de séances de cinéma. Il y a plus de 41 000 séances de cinéma sur le territoire en 2023, des salles commerciales. Et le nombre d'entrées, les films luxembourgeois totalisent 38 000 entrées sur l'année 2023. Alors, le graphique sur l'évolution du film projeté, vous voyez que un an en total, ça fait plus de 650 films qui sont projetés dans les salles en 2023. Les films européens représentent plus de la moitié des films qui sont proposés dans les salles. Alors, dernière chose à laquelle on va s'interroger, où on va proposer des chiffres, ça va être le public. Alors, le public, on a peu de données jusqu'à présent, puisque l'enquête la plus ancienne qui avait donné des chiffres, c'était l'enquête sur les pratiques culturelles de 2009, qui avait un échantillon assez important, de plus de 1600 répondants. À présent, il a fallu chercher en fin de compte une autre source d'information, et la source d'information, ça a été la source de l'enquête européenne sur les revenus des ménages, qui quand même a un échantillon très très important, puisque ça représente 14 000 personnes qui sont interrogées. Donc les résultats sont quand même assez fiables. Les marges d'erreur sont très réduites. Donc enfin, on observe que l'aller au cinéma est une pratique. 51% de la population est allée au cinéma en 2022. On voit que le nombre de visites évolue, donc on a au moins la catégorie 1-3 qui est en augmentation, 1 à 3 visites. Et par contre, ceux qui sont les cinéphiles les plus assidus, donc qui sur cette représentation graphique, c'est au moins 4 visites, eux par contre enregistrent une baisse assez importante de 26% en 2015 à 2022, à 12% en 2022. Alors, autre chose aussi que les données nous enseignent, c'est la raison pour laquelle, il y a la raison qui est invoquée de ne pas aller au cinéma. Eh bien, pour 35%, c'est le recours à d'autres moyens pour voir des films. Donc, plateforme, en tout cas, en dehors des salles de cinéma. Seuls 21% manque d'intérêt, manque de temps 18%, et les raisons financières ne représentent que 11%. Et aucune salle de cinéma à proximité, 2%. Voilà.
Donc voilà le dernier slide. Ce travail n'aurait pas été réalisé sans l'aide du Statec. Donc je tenais à remercier Rick Schmitz et Georges Zangerlé. Le CNA avec Yves Seichen qui a donné les informations sur l'exploitation cinématographique. Mais aussi, je voudrais aussi remercier particulièrement Aurore et Mathilda qui ont répondu à mes nombreuses demandes et se sont adaptés à ces demandes-là pour me fournir les données. Voilà. Je vous remercie. Vielmals merci für die Präsentation. Füge, dass man nicht viel Zeit tun. Fängt man auch direkt über der Table Rond. Emil, wenn du als Gast vorstellen. Natürlich. Du hat man mal als allererst die Realisatrice und Szenaristin Eileen Byrne. Hi. Dann haben wir den Direktor vom Filmfonds Hex persönlich, den Herr Guy Darleiden. A Person. Dann haben wir die Produzentin von Animationsfilmen, Emmanuel Vincent. Und zu guter Letzt Produzent und Realisateur, den Donato Rotuno. Merci, dass ihr hier seid. Die hat 2 Mikro für nicht leihen. Die muss der teilen. Da muss er die Dele ein bisschen in hier gehen. Die Manuel, alles funktioniert. Du verstehst, was man so Pardon, je fais ça net gut Lützeburg, so je préfère parler en français ja, das ist kein Problem. Pour être plus juste dans mes propos. Ja, kein Problem. Also ich froh, eng ziemlich mir allgemein froh, weil mir über den Lützeburger Film schwätzen. Ich meine, letztes Mal lang müssen wir schwätzen, was der Film ist. Ich meine, da ist schon über die Jahre viel diskutiert gehen. Mit Ziel, als heute schwätzen, wo gehen wir hin? Die nächsten paar Jahre, den Horizont 2030 als Thema. Was wollen wir die nächsten paar Jahre für Filme machen? Wollen wir da Co-Produktionen machen, minoritär, majoritär? Wollen wir Lützeburger Realisateuren unterstützen und Realisatrissen, die ihren ersten Film machen? Lützeburger Geschichten? Was ist eine Lützeburger Geschichte? Ich meine, du gehst viel zu sagen, und wir fangen mal mit dir an, Eileen. Total viel bei Ihnen, ne? Das ist dein raus. Was ist denn drin? Ja, mal den heute. Moin. Was sind dort noch gemacht? Also, was war dort froh? Ruf kein. Was für Filme wollen wir machen, die nächsten paar Jahre? Welchen Film wollen wir machen? Ula. Ja, also, du hast. Ich muss kurz drüber nachdenken. Also, wir Lützeburger Realisateuren und Trissen wollen natürlich Eisfilme machen. Aber, ja, ich meine, der Guy wird wahrscheinlich so anders beantwortet. Also, ich schwätze immer für mich. So. Froh, Sie meinen generell dafür. Ich kann nicht so weit ich vielleicht. Für Filme will machen. Ich meine, ich gebe Schäfer, ne, weil mir zu Lützeburg Packe geben, mehr Lützeburg Geschichten zu erzählen. Also Thomas, Sie wisst auch schon so, es wird also Lützeburger Film, das wird wahrscheinlich auch jeder anders beantworten. Für gewisse Leute ist wahrscheinlich alles, was zu Lützeburg finanziert oder produziert wird. Wenn in die Leute, die an die Kino gehen oder die Leute auf der Straße gehen, froh, weil das für diese Lützeburger Film gibt, sie wahrscheinlich so ein Film, wo ich Lützeburg erkenne, ein Film ob Lützeburg vielleicht. Und dann, wenn es dem Mösch gibt, so was mir spezielle Fall gibt, wahrscheinlich so ein Lützeburger, den eine Geschichte erzählt, also Lützeburger Geschichtenerzähler. Mein Film ist zum Beispiel auf Deutsch. Das ist ein deutscher Roman, das ist auf Deutsch gedreht. Ich bin aber auch halb Deutsch, das heißt, ich sehe mich aber als Lützeburger Geschichtenerzähler sozusagen. Weil ich eben schön fand, dass mir wie eine Lützeburger Identität vielleicht fanden beim Filmemachen. Ich meine, der Lützeburger Film ist noch relativ jung als eine Geschichte. Wir haben noch nicht so richtig als ein Image von vielleicht. Ne, also wenn ihr nach Deutschland auf ein Festival geht und gebe ich froh, weil das für ihr Lützeburger Film, hatten sie wahrscheinlich keine Antwort. Da geben so ja schon die Kapitani gesehen auf Netflix oder so. Es ging einfach noch nicht genug Filme und gibt noch nicht ein Bild von einer
Lützeburger Filmindustrie gewisch so am Ausland. Und das war ich mir persönlich gewünscht, dass wir da Apps aufbauen an ja, von uns erzählen, von unserem Leben, von unserem Land, und das inkludiert, dass man Multikulti erzählen. Also am Ende nicht nur auf Lützeburg, mit was Lützeburg ausmischt, als dass wir ganz viele Nationalitäten haben, dass wir dafür auch ganz viele Geschichten haben. Voilà. Mit dafür braucht Menge nur noch mehr Geschichten erzählen. Da sind wir bei einem anderen Thema. Aber ich meine, was man wirklich machen muss, ist zu fördern, dass mehr Leute können Geschichten erzählen. Genau, zu dem Thema kommen wir vielleicht nach. Da gehen nicht ganz viele Punkte, meine ich, die wir können fördern. Wie bringt ihr das fertig, für so eine Identität zu kreieren, für zu so ein Lützeburger Film, weil das der ist, oh, der ist Lützeburger Film, und das steht auch für Qualität. Was wären da, ich gucke dich gerade hin. Was wären da Möglichkeiten, wer die kennt go für das Ziel zu erreichen? Also ich meine, merci. Ich meine, für die Dofrau zu beantworten, da braucht man den ganzen Tag wahrscheinlich. Ich gebe auf dich mal so, dass ich ganz froh bin, der Minister der neuen Herren zu hören, der genau das gesagt hat, was der Lützeburger Filmmacher mir nur auch ausmischt, dass den Melange und den Amalgam von allen Produktionen, auf denen Lützeburger schaffen. Nicht nur, wo Lützeburger suchen drauf sehen, aber wo Lützeburger drauf schaffen. Aber für mich als ein Techniker nicht mehr oder minder wert wie ein Schauspieler oder Realisateur oder Produzent. All die Filme, die zu Lützeburg oder die Övren in den letzten Jahren, seit der Lützeburger audiovisuelle Sektor gibt, mit professionellen Moyens, mit professionellen Strukturen, da haben wir Filme gemacht, wo Lützeburger drauf geschafft haben, weil sonst hätten die Produktionen keine Suche gekriegt. Wir haben Schwierigkeiten bei uns in der Administration zu verstehen, dass nicht mehr ein Projekt Lützeburg ist, wenn die Geschichte Lützeburg ist oder wenn ein Trugbricktrag seid. Ich meine, das ist nie der Bild gewesen. Hier schaffen ganz viele Leute, 400 an der Kamera, und das sind Leute, die zu Lützeburg evaluieren, die zu Lützeburg educated sind, und die als sozial Leben zu Lützeburg prägen. Wir haben die Gesellschaft, die wir haben, mit 50% nicht Lützeburger, und das reflektiert sich an unsere Filme auch zurück, sowohl 4 wie auch an der Kamera. Bei den letzten Assisen, für rund 7 Jahre, Produktionsassisen, du kann ich mich erinnern, wo sitzt Nicolas Steil, der hat eine Sitzserie vis-à-vis von mir, da waren nämlich von den Themen auch, wo gehen wir hin? Und du hast gesagt, wir machen am Moment minoritär Produktionen. Und wir sollen da hinkommen, für können majoritär Produktionen zu machen. Das war das, was wir für 7 Jahre auf einer Season diskutiert haben. Aber wenn ich halt gucke, dann haben wir eine immense Evolution gemacht, und ich gesehen, dass wir ganz viel Leute auf beide Seiten 400 Kamera haben, die wir früher nicht hatten. Wir haben früher ganz viel auf Depensen gepocht, die zu Lützeburg gemacht gesehen, haben wir Hubproduktionen aus dem Ausland gebraucht, für sie können auf Lützeburg zu zeigen, wir können heute machen, für dass wir einen Transfer der Technologie, einen Transfer der Know-how hatten, den hat sich abgebaut, und wir haben heute viel mehr Lützeburger Realisateuren, alias Realisatrissen, die Projekte können machen, an die Geschichte können machen, sodass wir an der Zukunft wahrscheinlich an die Situation kommen, wo wir majoritär Produktionen können machen. Und das soll also Büt sein. Wir können Diana nicht auf der Seite lassen. Und wir brauchen so viel Wert, den Volumen der Produktion zu haben, für das Leute überhaupt schaffen. Mit dass wir den Büt sollen haben für majoritär Produktion zu machen, ist evident. Wir brauchen aber auch, wie Dailin nicht gesagt hat, leicht die Geschichten erzählen. Dafür Geschichten, sie müssen nicht zurückweisen. Sie müssen nicht an Geschichten, die erzählen. Wir machen Co-Developmentsakkorden mit Irland, mit Kanada, mit Portugal zum Beispiel, weil man so eine große portugiesische Communität hat, für zu gucken, für Geschichten zu entwickeln. Das ist eigentlich von den Punkten, die uns fehlen. Ich will aber warnen für immer nimmer zu schwätzen, dass etwas Lützeburgisches ist, wenn es majoritär ist, weil das so
negligéiert den Daylight, die op den andere Produktionen schaffen an super Erbesmänner an international unerkannt ziehen. Just nach kleinen Punkt für net Diskussion mobilisieren, die an der Länder mal genau derzelwicht. Mir waren lo zu Venedig, wo man 5 Produktionen an der Virtual Reality an der Kompetition hatte vu 26. Von denen 5 waren 2 majoritär an 3 minoritäre zu beier. Quebecoisen, die hun also war nach eng Produktion, die eng majoritäre zu die einfach net an der Kompetition war mir einfach gewesen das. Quebecois hun eng Pupp gemacht, wo se die 6 groß kanadisch Quebecois Produktionen gelöft hun, die sie hun hier Talenter an hier Großproduktionen, VR-Produktionen, die geschieht sind. Von denen 6 waren 3 majoritäre Lützeburger. Sie hun aber Publizität gemacht, der gesagt hat, sind als Quebecois Produktionen. Just für zu so, sie gesehen als Lützeburger majoritär als hier un, also solle mir die anderen umgedrehte Weh von Schrift nicht kontra. Ja, du stellst dich, also wenn man dann lieber majoritär Lützeburger Firma schwätzen, da stellt sich vor, wenn man in Zukunft will gucken, wie gesagt, die Trajektoire, also ob der mal befanden, war das doch interessant. Und ich hatte noch eine froh für den Donato. War das da mehr interessant, oder wie gesagt du die Sache, wäre vielleicht mehr sinnvoll für Männer mit Großfirma zu machen, versus irgendwie Heichzuel und mit langen Produktionen, für mehr Leute eine Chance zu geben, dann hier Geschichte zu erzählen. Also all Film ist ein grosser Film. Das hängt nicht nur vom Budget auf. Also, sorry, wir fangen hier nicht da an, wenn es ein Drehbuch liest, zu sagen, wie viele Millionen will ich erreichen, für die Film zu machen. Du fängst immer an, für ein Drehbuch zu lesen und zu verstehen, ob die Geschichte, es wäre das jahrelang von dem Leben, professionellen Leben, mir auch Privatleben, nicht nur allein, mit den Equipe, mit den Leuten, die dann drauf arbeiten, zu verbringen. Das ist die echt froh. Und ob das nur 2 Millionen ist oder 15 Millionen, das bringt natürlich eine Problematik mit. Mit das nicht je stroh. Also, ich gebe einfach dafür plädieren, dass wir weiterhin so schaffen, wie wir im Moment schaffen. Das heißt, einen guten Grund zu finden, für ein Projekt zu schaffen und dabei zu sein und dann zu versichern, jahrelang zu versichern, nicht nehmen mit Lützeburg, aber auch im Ausland, die richtigen Elemente zu finden, für das der Film überhaupt existieren kann. Das sind finanzielle Elemente, weil ein majoritärer Film zu Lützeburg als vielleicht ein majoritärer Film zu Lützeburg mit, das sind nicht 100% von den Suchen. Du brauchst aber noch so im Ausland. Also, wir brauchen sie, also sie brauchen uns. Und das ist das, was wir abgebaut haben seit Jahrzehnten. Das ist auch unerkannt. Das müssen wir aber holen. Und das wird noch so weiter halten, weil sonst geht es nicht. Das ist einfach die Industrie so abgebaut, ob man das wollen oder nicht. Das heißt, voilà, es geht mir nicht darum zu sagen, mehr Großfilme und dann Männerfilme wie das, was da im Moment geschieht. Es gibt Identitäten an den Produktionsfirmen, es gibt Leute, sie vielleicht mal Menschen, die das dezidieren und die haben Sensibilitäten. Und da gibt es Leute, die effektiv vielleicht mehr unkommerziell oder Männerkommerzielle Filme schaffen, die vielleicht Männer suchen oder Männerbudget haben, mit die vielleicht einen anderen Hintergrund haben und so weiter. Das heißt, die Frage stellt sich für mich aus sich nicht. Ja, natürlich. Wann ich schon im Mikro hun. Ich wollte so sagen, ich persönlich gebe es schön, wenn wir auch ein bisschen mehr Klangfilme hatten, auch wenn du siehst, Klangfilme geht es nicht, mehr im Sinn von, dass wir mehr experimentieren können. Also ich weiß eben, der Lars, nicht, das ist ja schön von den Realisateuren und Szenaristen, probiert ja ab der Weg zu leden, für einfach mal mit kleinem Budget, mit kleinen Filmen zu machen. Carte blanche, Carte blanche, Longmetrage, genau. Das sind einfach, auch mal so, wir müssen nicht 5 Jahre warten, bis wir filmen. Ein perfekt Drehbuch holen und dann auch noch mega Budget holen und dann Riesenteam. Das ist einfach so, daraus ja auch mir lehren durch als Filmer. Wir müssen es ausprobieren, wir müssen ein bisschen mehr experimental gehen. Und hat gesagt, zum Beispiel in der Quickian, fand ich ganz gut, dass du die Leute ganz wenig Suchen hatten, aber ganz speziell, ganz kreativ Formate rauskommen sind. Und so etwas zu tun für Longmetragen und zu sagen, dafür haben wir ein bisschen mehr
majoritär Lützebäuer Filme. Und natürlich muss mir da noch umdenken, ne? Natürlich kannst du da nicht eben also an den Drehbuch mega Geschichte mit mega Locations und so. Aber du kannst aber eigentlich so nicht mehr mit kleinem Team, was natürlich trotzdem bezahlt wird, mit kleinem Team, 3 Schauspieler, weil ich improvisieren oder schon, das ist einfach ein, wie sie denn so ein Spieler aus einem Raum und einem Haus. So Sache, genau. Und ich fand mir, der ist noch ein bisschen zu wenig zu Lützeburg. An andere Länder hat ihm viel mehr so Formate. Und da entsteht einfach mehr und mehr Unterschiedliches. Genau. Muss Projekte sind, die extra auf das Format und das Budget zugeschneidert sind. Natürlich. 3 Schauspieler wie Klo. Und der tolle Teil ist auch mit kreativ. Space, mit Aliens und so weiter. Ja, natürlich. Also, weckt das nur für Pro und Contra? Ich weiß nicht, wo im Spektrum, dass du da stehst, Donato. Das Pro und Contra, nee, natürlich. Ich meine, Diversifikation vom Sektor ist natürlich immer wichtig. Wir sind ja nicht an einem Moment von einer Revolution vom Sektor, wir sind an einem Moment von einer Evolution vom Sektor. Das heißt, wenn neue Sachen dabei kommen, viel wird da nicht. Aber die Realität ist auch die, dass, ja, du brauchst aber suchen. Ein kleiner Film ist auch ein Film, der Suche kostet. Wie viele suchen, das ist ja noch froh. War das wir sind ja voll am Gang, über Sachen zu schwätzen, für zu evaluieren, für weiterhin mit den Leuten schaffen zu können. Das heißt, Salär Minimum, Konditionen, hier und das. Also so brauchen wir sowieso. Das ist eine Illusion zu so einem iPhone auf fertig, das kann man machen, dann ist es aber nicht, am Filmfunk, dann ist es etwas anderes, auf jeden Fall nicht. Mit das, was zuschwätzt, ist aber nach einem System. Und das System verlangt von uns auch Responsabilitäten. Das heißt, wenn wir so vom Filmfunk kreieren, weil wir ein Projekt haben, und da leben wir drin, da muss man auch als Responsabilitäten, also du musst auch dafür stehen. Das heißt, du musst auch garantiert Bonfin haben, du musst administrativ abschließen können, du musst finanziell dafür stehen, du musst legal, juristisch dafür stehen. Das ist ein Beruf, das ist nicht nur ein Beruf. Voilà. Und das ist auch da. Das heißt, die Illusion zu sagen, die 100% Freiheit, du musst mal aufpassen, aber natürlich sind ich dabei, wenn wir etwas nach neu erfahren können, wir werden nicht, das ist sicher, klar. Ich gehe die Frage gerne und Emanuel stellen. Mir hatte ganz kurz darüber geschwart, und zwar Animation, also ganz anderer Bereich, eine andere Weise zu schaffen, auch einer Budget vielleicht, also wäre auch interessant, eine Meinung zu hören dazu. Merci. Oui, effectivement, pour nous, pour l'animation, c'est aussi une question d'équilibre. C'est le film luxembourgeois, c'est la diversité pour nous en animation. Quoi qu'il arrive, nos projets, la personne tout à l'heure le montrait, les budgets sont très élevés. Donc nos projets sont faits en coproduction de fait. Ça peut être une coproduction majoritaire, ça peut être une coproduction qu'on dit internationale. Mais l'animation a cette aussi spécificité qu'elle est universelle. C'est qu'on invente des univers, on invente des personnages, donc de fait ce sont des personnages qui sont universels, donc ils sont autant luxembourgeois que de n'importe où à l'international, et du coup pour nous tout doit se tenir ensemble effectivement, et tout est important. Nos équipes sont de plus en plus reconnues à l'international. On a des gens à l'international qui viennent chercher nos équipes parce que c'est le Luxembourg qu'on vient chercher. C'est un succès du Luxembourg puisque on est dans tous les festivals, on est dans tous les continents en fait. Les projets même qui sont faits au Luxembourg, que ce soit des histoires vraiment luxembourgeoises comme certaines séries, ou que ce soit des histoires qui n'ont peut-être pas, plus internationales, elles sont vues sur tous les continents. On a ce succès d'être vraiment acheté partout, d'être vu partout, et ça c'est aussi la diffusion de la culture luxembourgeoise, de l'image de marque du Luxembourg, et donc voilà, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que là même les réalisateurs luxembourgeois sont de plus en plus aguerris au niveau de l'animation, et puis au niveau de l'XR aussi, on a pu le voir, voilà, donc chacun va pouvoir évoluer, apprendre avec des projets internationaux et transposer ça ensuite sur des projets
plus majoritaire luxembourgeois. Mais clairement, on a besoin de tout et d'aider. Nous, on aide des artistes en tant que producteurs, en tout cas. On est là pour accompagner des artistes et les accompagner dans leurs rêves de film et les accompagner de la meilleure façon possible pour qu'ils puissent réaliser ce rêve de film et qu'il soit vu partout. Ja, Guy? Ja, ich wollte dazu so, nämlich dem Philipp Robin seine Präsentation, die ganz interessant war, wenn den Chiffren notamment was retombé an d'Ökonomie sind. Aber wir haben nicht geschwatzt über die Retombé kulturellen. Und ich meine, das als etwas für den, neben dem, weil der Filmfunk wie geschafft ging, also nicht geschafft ging, für das Lützeburger Hotelsindustrie oder Restaurationsindustrie besser soll gehen in der Zukunft. Wir brauchen noch zu Lützeburg, meine ich, auch von dem Minister Tourismus, auch Tourismusminister, ich meine, der Bild vom Film von ihre Suen, die kriegt für ein Produktionsstierchen, also nicht für Totallerie zu unterstützen, weil, dass das Retombées sind, die Accessoires sind, a wichtig sind, auch für Lützeburg, Menschen sind Teil. Wir sind aber fortgekommen von denen initialen Initiativen, wo gesagt werden, an ausgerechnet werden, wie viel fließt an die Lützeburger Ökonomie zurück. Wir müssen nur gucken, wenn wir etwas aufgebaut haben, was fließt an die Lützeburger kulturellen Wolle zurück. Wenn ich gucke, und ich bin froh, sind viele Lützeburger Realisatoren und Realisatrissen, die schon seit 30 Jahren dabei sind. Ich bin Geneviève, den Nandy und so weiter. Wir haben aber auch ganz viel Junker, ganz viel Neuer, und das hatten wir früher nicht. Idem bei den Schauspielern. Wir hatten früher nicht so ein großen Pool von Lützeburger Schauspielern, die Produktionen konnten sehen. Produzenten, die waren nicht mehr da. Die haben das ganz abgebaut von Demos. Aber ja, das ist einfach so. Die gehen auch alle evaluieren, die Gebial, und wir haben nicht geschwärzt von den, Minister hat geschwärzt von den Talenten. Wir brauchen die. Wir haben da immens viel kreiert. Und wir haben zu Lützeburg qualitativ, hochwertig Leute, die auf Produktionen zu Lützeburg, ich kenne immer gesagt, von Technikern, die am Ausland evaluieren, auch Produktionen, die gar nicht mal da zu Lützeburg unterstützt gehen. So dass ich meine, dass wenn wir auf Zukunft gucken, muss man ein Constat machen, was tun wir heute? Weil früher haben wir den Constat gemacht, wie wir keine professionellen Strukturen hatten, haben wir dünn daran investiert. Heute haben wir die professionellen Strukturen. Ich meine, für die Zukunft muss man gucken, was können wir lo ernst machen, für das, was wir haben, noch weiter zu fördern, noch weiter zu entwickeln. Dafür meine ich, dass Männer soll gucken, Männer de Retour économique zu pflegen im Moment, mit de Retour kulturell auszubauen, und dort zu investieren, für das wir dann an der Zukunft mehr rauskommen. In dem Moment zeigen wir auch, wenn wir daran mehr investieren, zeigen wir auch mehr Junker un, wenn wir denen eine Möglichkeit geben, an eine Zukunft können bieten, da bleiben die laufen nicht fort aus dem Sektor, da kommen sie gut ran. Ich meine, wir müssen lo axieren auf den Volet Mensch, und nicht mehr so auf die Dépenses Kann ich dem zustimmen? Ja, den Job ist ja nicht just für, oder Ziel ist ja nicht just für eine kulturelle Identität zu stärken von Lützeburg, aber auch für Lützeburger Kultur am Ausland auch zu repräsentieren. Und da stellt sich vor, wenn ihr da guckt, ein Lützeburger Film, ob Lützeburgisch, der vielleicht in Lützeburg stattfindet, mit Lützeburger Schauspieler, das ist ein Spruch, die 300.000 Leute schwätzen. Da stellt sich vor, wen ist dann als Publikum? Sind es wirklich just die 300.000 Lützeburger, die potenziell kann erreichen, die überhaupt einmal? Just rein durch den Spruch. Und als das etwas, was vielleicht kann mehr Richtung internationalen Appeal pushen, für vielleicht Männer von dem, wie soll ich sagen, mehr punktuellen Lützeburgischen Aspekt wegzukommen, ich habe ganz Blödsinn geschwärzt, ganz viel Blödsinn geschwärzt. Der wisch ganz kurz. Ja, natürlich. Ich meine, natürlich kann ich da lange drüber schwätzen, mit gehen auf manch zwei Niveauen, die analysieren kann. Das ist der nächste Impact, das hier im Land, wenn es nur von der Spruch schwätzt. Der nächste Impact ist, was bringt das hier zu Lützburg, hier an diesem Land, und was bringt dann den zweiten Impact am Ausland. Zu Lützburg ist es wichtig zu sagen, zum Beispiel Animationsfilme, wo man Lützburg Doublage schon, also wo die Animationsfilme auf Lützburg dann an die Kino kommen. Und nicht nur Animationsfilme,
Wir haben da doch mit Dokumentarfilmer gemacht, wo so bemol plötzlich so tutréiert ging und so weiter und so fort. Wir haben nun Kannerfilmer. Voilà. Den Impact von Minoritärproduktionen, die heizletztlich Mattletztburger gemacht gehen, und wenn sie dann hei am Land rauskommen, als zum Beispiel auf der Spruch, ein wichtigen Impact. Zweiten Impact, alles was man mit den, dafür ist auch immens wichtig, nicht nur in unserem Sektor, also Kultur, das ist auch Education, das ist auch Tourismus, das sind verschiedene Ministerien. Das ist effektiv etwas, was man vielleicht übergehen könnte. Das ist, dass wir transversal auch schaffen, über Grenzen raus. Spruch als zum Beispiel ein Element für die Education. Auch ein zweites Element, das was man am Skript machen, wenn wir ganz pädagogisch Dossien machen bei einem Sujet, die dann an die Schule verschafft gehen. Den Impact von unserer Produktion, von unserer Firma, den ist auch da. Die kannst du nicht mal zu verrechnen. Ne? Aber das baut als Gesellschaft ab. Das sind Sachen, die wir brauchen. Und das machen wir schon seit ein paar Jahren. Und das machen wir wahrscheinlich immer mehr, vielleicht noch besser. Voilà. Und dann am Ausland, wir können letzte Spruch am Ausland, und natürlich, ja, nehmen 300.000 Leute, die letzte schwätzen. Wir können sagen, was machen sie, wenn sie den Film gucken? Die gucken einen Film. Die lauschen keinen Spruch. Aber wenn der Film gut ist, dann könnt ihr nun, fertig. Da braucht sich wirklich keinen vorzustellen. Du stellst dich aber dann ein ketzerisch, pardon, wenn ich ganz kurz denke, Dave Ming, modest Meinung dazwischen klemmen. Also bist ein ketzerisch froh, dass gleichzeitig auch ein Wunsch, den ich gerne gegen äußeren, zu studieren, als bis haut den Andy Bausten Ähnchen, den man einen lützebäuerisch-sprachigen Film auf einem A-Festival gelaufen ist. Und ich freue mich, wie das so ist. Wieso? Wir machen gut Filme, wir haben eine talentierte Leute, wir haben die Möglichkeit, für sehr gut Filme zu machen. Wie wäre das halt noch immer den ähnlichen Film, den zu San Sebastian gelaufen ist? Lützebäuerisch-sprachisch, will ich sagen. Also ich will die halt nie überholen. Ich meine nicht, dass das der Fall ist. Also bravo für ein Handy, aber es sind andere Projekte, die plötzlich gut, also ich sehr informiert, wie ich Festivale gelaufen sind. Ja, voilà, pardon, ich habe mich falsch ausgedrückt, okay. Merci. Richtig. Ja, voilà. Ja. Zu Toronto, wo man natürlich auch mit einem letzten Film, wir haben einen Dokumentarfilm, voilà. Sorry, aber da geht es mehr. Es geht mehr an Tomieux. Vielleicht brauchen wir auch die Zeit, vielleicht hängt das doch ein bisschen vom Film auf und auch von der Zeit. Es geht mehr wie in einem Nehmen. Ja, das war ein guter Moment für den Berg zu Halle für mich. Ich wollte das ganz kurz so, nämlich, also, es gibt ein Land in Europa, Island zum Beispiel, was noch Mannerleid am Land hört wie mir. Und aber die meisten wahrscheinlich kennen aber isländische Filme. Sie haben einen ganz starken kulturellen Sektor, sie machen auch Filme auf Isländisch, also schon ein paar gesehen, und du hast einfach das Gefühl, du hast aber irgendwie ein Spruch, eine Art, Filme zu erzählen. Ich meine, absolut, dass zum Beispiel Lokalgeschichte ganz, ganz gerne sie gehen, weil ich auch meine, für was der Kapitän so erfolgreich war, als was Leute entdecken, was sie noch nicht kennen. Und das, also am Anfang ist das etwas, was viel mehr schön ist, wie generell zu erzählen. Alles, was konkret ist, was spezifisch ist, als interessant. Ich meine just, dass das Problem ist, dass, also wie viel Szenaristen haben wir zu Lützeburg? Wir brauchen Geschichten einfach. Also wir brauchen gute Geschichten. Genau, und da können wir lokal erzählen, aber mit universellen Themen, mit universellen Emotionen. Und das, was leider riecht. Voilà, es geht meiner Meinung nach wirklich um die Geschichten, die man will erzählen. Und das muss man irgendwie, darunter muss man schaffen. So, und da muss man eben aber auch Konditionen schaffen, weil wir haben eben ein Problem auch zuletzt, dass mir an anderen Ländern kannst du gut Nebenjobs bei der Tele machen, ne? Du kannst das ja nicht finanzieren. Hey, haben wir das leider nicht. So, wir haben nicht Schäne, wo wir können einfach so Dailies oder so, ne? Da mal da ist Wasser halten. Das heißt, wir am Anfang bald just Kino an der Posierieren. Und wir müssen aber gucken, dass die Leute einfach nicht so schnell abgehen. Wir können eben als Szenarist oder Realisateur da wirklich schaffen und einfach wirklich viel gut Geschichten erzählen. Voilà, viel gut Geschichten erzählen, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Wenn ich der schüsse Satz bei zu der Spruch, absolut, das ist wichtig, dass wir Filme auf Lützeburg machen. Mit dem Manuel oder den ich gesagt an der Animation, als Spruch an den Inselländern gedacht, am Live auch. An den Außer op de Festivale vielleicht. A ganz Deutschland, a ganz Frankreich gin Filmer
net an der Originalspruch gewiese mat ënnertiteln. Dat leef vielleicht zu Lützeburg an der Belgien an Holland nach so. Mir an all den anderen Länder as Spruch. Do mirgt kenet, ob et Lützeburg geschwert gët oder Franzisch von Tando gedabbt ass. Mir dat war interesseierte, dass Vitaline zeet, dat das Geschicht an Geschicht vum Kapitani war die rauskommt, den Environnement an dem wo gespielt huet, dat wat den Leiit interesseiert huet, weil dat ernstcht war. Du huet Spruch eng Manner eich roll gespielt, weil wieviel Spruchen as de Kapitani gedappt gin, de Claude ich mein, eng Dosen oder wieviel. 60, ja, voilà, dat techte vor den dat guckt, dann hast het an ganz wenige Länder op Lützeburg gelernt. Juste si je peux rajouter, effectivement, en animation, on va toujours, comme la plupart de nos projets sont des projets familiaux, on les double en luxembourgeois et ils sont diffusés au cinéma et à la télévision. On a aussi un RTL qui est quand même un très bon partenaire pour nous avec déjà sa grille spécialisée Cana TV et puis mais les films sont montrés en luxembourgeois et on voit que les gens ici y vont et les films sont montrés dans minimum 2 versions ici au Luxembourg au cinéma, voire 3. Donc on a en luxembourgeois, en français, voire en allemand ou en anglais, ça va dépendre du film. Mais c'est voilà, c'est ce public-là, enfin notre public démarre ici clairement. Was spielen dann die nächsten Jahre andere Medien eine Rolle? Also die Animation, die Gaming, die VR, nicht für die alle gut in den Dippen zu gehen, aber wie wichtig sind die? Aber was muss man da unterstützen? Ich meine, Standard und Technologie für uns fängt und dann natürlich will ich auch von mir manuell her. Also ich meine, wir müssen da unterstützen, was der Sektor mischt. Den Sektor, wir sollen nicht dem Sektor 4 schreiben, was Leute zu machen nun. Wir sollen da unterstützen, was gut ist, was der Sektor kann weitertreiben. Für uns am Filmfunk, wenn wir unterstützen, gucken wir nicht, ob es eine Serie ist oder ob es Tele ist oder ob es Kino ist. Wir unterstützen das, was wir durchkriegen, weil der Sektor muss wissen, wie die Evolution dabei ist. Aber im Moment, früher haben wir hauptsächlich Serien gemacht an der Animation. Haut man mal Longmetrage majoritär an der Animation, weil das Entwicklung ist. Früher haben wir majoritär am Live Kinoproduktion unterstützt. Haut gehen wir mehr an die Richtung, immer mehr Serien zu machen. Das wechselt. Was mir aber für ein paar Jahre zum Beispiel gesagt haben, wenn man nicht dafür verpassen, dass die Entwicklung, die technologische Entwicklung. Dafür haben wir gesagt, wir müssen das etwas am Gang zu geschehen am Niveau von der Realität virtuell, Realität augmentée, vom immersiven Övren. Und wir gesagt, wir müssen uns auch darin bewegen. Ohne zu wissen, genau was dann Produkt davon ist. Das kann ich auch nicht viel so. Ich bin nicht der Meinung, dass die Övren, die wir heute an der Realität virtuell und augmentée machen, dass das ein Fin en soi ist. So, dass immer, dass sie weht so etwas. Und wir sollen da dabei sein, für nicht den Ausschluss zu verpassen, für nicht der technologische Entwicklung run zu sehen. Wir müssen aber, wir haben gesehen, die Gesellschaften zu Lützeburg, die sich entwickeln, wir haben Studien, die sich an der Realität virtuell spezialisieren. Aber all die anderen brauchen wir auch. Wir brauchen Telesproduktionen, wir brauchen Kinosproduktionen, weil der Sektor da ist, weil da Leute schaffen, die haben eine Formation gemacht, die haben sich da ausgebildet, die schaffen daran, die müssen wir weiterentwickeln. Das nicht die ganzen Lützeburger audiovisuelle Sektor aus, wenn ich gesagt, zum Beispiel die Realität virtuell funktioniert extrem viel mit der Animation zusammen, weil die Basis von der Technologie dieselbe ist. Aber es kann nicht so, wir melden nach Justat oder Justat muss in die Entwicklung eine Schmatt kriegen. Mir, das heißt Pflicht, dass Filmfonds für die Weg zu weisen an neue Entwicklungen uns stoßen. Wir haben einfach auch an den Minister, den ich noch gesagt, von Gaming geschwärzt. Gaming also ein bisschen etwas Ernstes. Gaming, das ist eine Industrie, die so groß ist, weltweit, dass Europa dezidiert hat, über das Conseil de l'Europe, über die Europäische Kommission, über das Parlament, für zu sagen, wir müssen
massiv, so wie sie das für den 30 Jahren gesagt hat, an das Kino investieren, für das Amerika an Asien den europäischen Kino nicht futti mischt, muss man doch an massiv investieren, an entwickeln, weil eine Zukunft da ist, weil ganz viel Suen da gemacht gehen. Also sollen wir eigentlich als Lützeburg für den Schluss nicht zu verpassen, auch am Gaming präsent sein. Du musst aber wissen, dass wir als Filmfonds sollen wir das machen, wir sollen das unterstützen, du musst nicht davon überzeugt, wenn wir die richtigen UT haben, weil wir die Autorisation können kriegen von der Kommission für auch die Sektor zu unterstützen, von der kulturellen Övre, sie contrairement zu der ökonomischen Wolle. Das Problem ist just, dass wir nicht ausgebaut sind am Filmfonds, weder Meier finanziell Meier hun nach Strukturen vom Gesetz am Moment erlauben, dat so zu unterstützen, wie dat Fleisch gedurcht wird. Mit do muss Menge Menü dat dann modifizieren, das nicht viel Arbeit, muss aber gemacht gehen. Mich mengen etwas wichtig für die Entwicklung von der Lützeburger audiovisueller Industrie, für auch an de Gaming zu investieren. Für Dank zu holen, Mensch, von all denen Leuten, die mengen, da gehen die Suen, die wir an de Kino vorgesehen haben, an de Gaming gestartet. Ich meine, das ist bei keinem am Moment die Verlegung gewesen. Ich meine, die von den, das eine neue Industrie sollen machen und dafür dann noch mehr zur Verfügung stellen. Ja, weil, also, die entscheidet ja nicht, was soll gemacht werden, wenn der etwas ausschreibt, zum Beispiel, wir wollen das Leute Serie pitchen, kann ich das ja ein bisschen steuern. Also, vielleicht ist das der Grund, wieso die letzten Jahre mehr Serie gemacht haben, und dass RTL das ausgeschrieben wird, was mir zum Beispiel aus vielleicht ein bisschen persönlichen Gründen gut von tun. Aber, weil der Joch matt gemacht hat, dann ausgewählt gesehen. Das Joch, ich verstehe, das hat dich zwei gut gefällt. Super. Der will aber nicht vergessen, dass du RTL eine Rolle matt gespielt hat. Wir Martinen, wir probieren an RTL seit 20 Jahren Ausschreibung zu machen. Wir haben die gemacht seit 20 Jahren. Just RTL hat nie Suen, wie, oder für die Lützeburger Kino. Der Bob weiß das ganz genau. Wie dezidiert gehen, dass das RTL pur Frank auf Zeit lädt, für an die Kino zu investieren, konnte man die Ausschreibung machen. Auch von RTL mit 10% nicht mehr beteiligen, das an den Filmfonds mit 90 im Moment. Möglichkeit aber für die Övren auszuwählen ob RTL zu diffusieren, das erlaubt eine andere Visibilität, das erlaubt anders zu schaffen, und es gibt mehr Möglichkeiten, man zu einem Soutien von RTL für eine größere Publik zu Lützeburg zu erreichen. Das ist klar, dass ihn dann so etwas steuern kann. Weil am Moment, man ja auch gesagt kriegen, dass Serien, und das gesagt ja, meine ich, Giderin, dass Serien international am Moment nach immer, auch war gesagt, dass den Trend geht drauf, mir aber nach immer am Trend leien, aber wenn ich gucken, wie eng Serien am Moment international gemacht gehen, mit welchem Niveau Akteure, Realisateuren und Techniker, dann sollen wir darüber auch weiterschaffen, weil das so eine Opportunität für unseren Sektor, die Italiener, den ich gesagt, für mehr sehr schaffen. Das ist ein Problem, wenn ihr gesagt, dass der Realisateur, ich habe mal gesagt, das ist dem Christoph Wagner, den ganz sehr viel Övre kann machen, wir brauchen 3-4 Jahre für einen Film zu machen. Und das ist, wenn wir die Suchen nicht tun, du verlieren wir Talente, und wir verlieren Zeit, wenn wir nicht an dem Rhythmus kommen. Dafür ist vielleicht Möglichkeit über eine Carte Blanche, von der wir ähnlich geschwärzt haben, für Langmetragen, über die wir auch schon seit 10 Jahren philosophieren. Da das vielleicht eine Möglichkeit, mit nach anderen, wie zum Beispiel Serien zu entwickeln, für da mehr sehr weiterzukommen. Emmanuel. Merci. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir sur toute cette intervention. C'est vrai que nous, dans l'animation, l'AXR, le gaming, puisque là je représente un peu l'ensemble, on est très heureux de l'accompagnement qu'on a
avec le FinFund, qui est toujours à l'écoute et qui va toujours chercher à améliorer, à accompagner. C'est un système qu'on nous envie quand même ailleurs. On peut vous le dire parce qu'on parle beaucoup avec beaucoup de producteurs étrangers. C'est un système qu'on nous envie. Et puis on est dans une évolution constante. Et justement, nous, on est dans un secteur qui est vraiment innovant. L'innovation, c'est dans notre quotidien et on a besoin d'être accompagné là-dessus. Et ce qui est toute la XR, le gaming, ce sont des nouvelles formes finalement de narration que les artistes peuvent s'emparer en fait de ces formes de narration. Et le Luxembourg peut être leader sur ces pans-là. Il l'est déjà de fait. On l'a vu à Venise effectivement notamment, mais il l'est déjà de fait. Et donc on souhaite pouvoir encourager, on souhaite pouvoir continuer cette conversation-là. Pour le gaming en particulier, c'est une discussion qu'on a aussi entre nous, qui pour nous est important, clairement, mais qui effectivement doit bénéficier d'un budget spécial, additionnel, avec des règles spécifiques, avec un comité de sélection spécifique, pour pouvoir professionnaliser tout ça et compter dans le monde. On parle d'évolution. Oui, voilà. Vielleicht just noch als just dabei nach kurz, damit sie vielleicht auch evaluieren, wie bilden die Leute aber aus. Also ich hatte zum Beispiel schon keine Ahnung von Gaming oder Virtual Reality oder so, ne? Aber das ist sowieso schon froh, wie bildest du Realisateuren und Szenaristen aus? Also das teilweise im Ausland ein ganz langes Studium. Kann ihn doch, wie du gewinnst, ist ja ein super Beispiel, dass es doch auch nicht geht. Du musst aber wissen, was du musst, das ist auch ein Handwerk an. Da ist eben oft froh bei den neuen Technologien, wie bilden wir die Leute aus, wo lehren sie das, also muss man so auch einfach aufpassen dann. Oui, tout à fait. Et nous, un des enjeux, c'est un enjeu dont tu parlais aussi, c'est de pouvoir faire rester les artistes ici au Luxembourg et continuer à travailler avec nous. Nous, on travaille en lien étroit avec le BTS d'animation et avec le bachelor à l'université. Mais nous, c'est un réel enjeu. Enfin, je pense que ça l'est pour tout le monde, pour nous tous, de faire rester les personnes ici. Ja, wir sind wirklich effektiv an einem Punkt kommen, wo wir als Produzent oder Produktionsfirmen effektiv seit ein paar Jahren dran denken, wie geht es da noch weiter? Ja? Mit wem geht das weiter und wie viel Zeit brauchen wir für das weiter aufzubauen mit neuen Generationen, die auch verstehen, um was es geht, die auch das Risiko wollen angehen. Das braucht Zeit. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Du kannst dann nicht Neues dezidieren. Also, ein bisschen mehr sind Starter. Wie du siehst, das braucht Zeit. Das braucht auch, Plätze. BTS sagen, wo du aber ganz frei anfängst mit, vielleicht brauchen wir dann auch die Formationen, die angebildet sind, Geburten gehen, heute Lützburg. Das alles selbst wird aber schon, seit ein paar Jahren durch, an unserer Kappe. Wir fangen nur heute nicht recht dünn drin zu denken. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit. Weil effektiv 2030 das Moor. Oh. Aber wenn es dafür auf Futze einfach dann, was für Filme machen wir 2030, das ist ganz einfach. Das sind die Filme, die schon eine Unterstützung kriegen. Immer nur am Gang, sie zu schreiben. Ja. Na ja, weil das braucht in Zeit. Also, du könnt mal einfach die Lust rausholen, so mal wahrscheinlich so, was 4 auf die 10, die werden gemacht gehen. Das ist so. Ja. Wenn wir über Zukunft schwätzen, weil uns auch schüss nicht, wir nehmen so viel Zeit, immer wollen das Publikum paar vorstellen lassen, muss man über KI, AI, kennt man nur Stunden schwätzen. Da wenn Sie das nur 5 Minuten anzupacken, ist schwer, wenn die Strategie als Brett wirfst. Nee, ich kann das auch. Ich kann auch einfach KI ab. Aber wir sind einfach darüber schwätzen, wie, ich meine, wir können nicht ignorieren. Wir wissen, wir müssen gucken, dass wir zu schaffen, aber wo geht es da hin? Muss ich das reglementieren? Muss das von oben rauf reglementiert gehen? Wie viel muss ich das kontrollieren, für zu gucken, dass die Leute nicht die Arbeit verlieren oder wie sonst dummer schaffen, an Platz, dass die Arbeit ersatz geht? Wo gehen wir da hin? Das ist eine riesige Frage. Ja. Wir haben 5 Minuten, also da muss man. Go!
Das ist ein bisschen unfair für das. Du hast das Mikro an der Hand. Also ich schon immer Horror, wenn die können, dann sehen, du musst mal reglementieren, ne? An Kader sitzen, an legiferieren und so weiter. Das muss man immens viel Angst. Dann haben wir protegieren. Wie protegieren wir als Arbeit und als Ich meine, das ist etwas, was wichtig ist. Also KI mischt mir selbstverständlich Angst, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt, oder was riskiert wäsch zu fallen durch eng Arbeit, die von enger artificieller Intelligenz erfolgt wird. Ich muss aber so, dass man, wenn man Logiken aufhängen, zu reglementieren, dass man an einen Drull laufen, dann gar nicht wissen, was bei Wert geht reglementieren. Wenn wir am Kinosbereich bleiben, es geht schon auf verschiedenen Domänen von der Produktion audiovisuell, wird KI schon angesagt. Und dafür, wir fangen nicht an zu so, nein, man die entdeckt. Die geht an der Animation, an noch am Live, am Abschreiben und so weiter. Ich meine, das wird für uns als Filmfonds wichtig ist, dass wir herauszufinden, wie hat das Szenario zum Beispiel geschrieben. Hat das ein Mensch geschrieben oder ist das von irgendeinem Computer gemacht? Für werde ich dich vorstellen, weil han nur ist ja egal, wenn einen guten Film gesagt, also dem Spektateur egal, weil der geht selten, geht er froh, wie das den der Buch da geschrieben hat von dem Film. Der guckt, das ist ein guter Film, und das ist mir egal, wie den geheescht wird. Das war aber wichtig, das merkt ich im Niveau vom Finanzement. Froh aus, ob den, mit öffentlich-rechtlichen Suchen sollen Övren finanziert gehen, die von einem Computer geschrieben sind und nicht von einem Mensch. Und dafür Mensch muss ich mal für alle Recht an den nächsten Stadien kommen, für zu identifizieren, was ist, und das misst all Menschen, die eine Produktion bei uns erreicht, muss man identifizieren und ganz klar so ein Dialoge sie von der KI geschrieben gehen oder Geschichte ausgeschrieben gehen, da sind das weiß. Das muss ich effektiv sich vorstellen, von mir so gehen, am dann schreiben 60.000 Euro für den Szenarist, für das den sein Buch darf schreiben, als froh, wenn das von einem Computer schreiben lässt und man dann noch 60.000 Euro gibt. Ich meine, das sind mal Entwicklungen, die wichtig sind, muss ich identifizieren. Man kann ihn nicht verbieten, reglementieren, das meine ich für mich spät. Für allem würde das mir alles eine Co-Produktion machen. Wir machen minoritär, majoritär Produktion und Co-Produktion, aber im Ausland muss ich noch sich mit den anderen Ländern aufschwätzen, weil wir müssen auch da wissen, was wir vom Ausland rankriegen oder was Ausland bei uns rankriegt. Wir haben an der Filmfondsdirektorin, europäische Filmfondsdirektorin, ist da eine Diskussion. Jeder weiß, dass wir irgendwie müssen etwas erholen, aber für den Moment meine ich, dass Reglementation das falsch. Wir müssen aber eine Identifikation machen, für dass sie gesagt und versteht, was von wem gemacht ist, für auch die hier können zu unterstützen, für die Kreativität intellektuell zu unterstützen. Ich kann aber Beispiel geben, ich meine, der Jesus, und das hat das Slash erzählt gehabt bei der Übersetzung über KI von einem Szenario, du an einem anderen Spruch, hat KI ein B-mal 10 beigeschrieben, weil sie gemeint hat, die geben auch gut gefallen. Und es war gut, dass sie das noch evaluiert und ihr das Dossier aufgenommen, weil es waren 2 verschiedene Versionen. Ja, da hat man ein bisschen Advocatus Diaboli als Spieler mehr. Wenn man so viel darüber fällt, das ist ja alles, ich meine, sexy, wir können das Ganze akzelerieren, den Prozess, und da kann ich an einem Jahr 7 Drehbücher schreiben, losen. Ich meine persönlich Sorgen darum, dass in dem Fall mir als Handwerk, als Können verlieren, weil das durch die 10.000 Stunden, die man muss mal rankriegen, wie wir ein bisschen zu wissen, was wir hier fertig bringen, dass man überhaupt auf den Punkt kommen. Aber das kannst du nicht übersprangen. Du kannst nicht einfach so, du spielst nicht meine 3 Prompts und da können das ganze Szenario raus und dann meine ich wieder den Gang an Aaron Sorkin. Das geht ja nicht. Das durch die Schweiß an Tränen, an Leiden, an die viel Zeit, Lebenszeit des Investiers an das Produkt, dadurch geht es gut. Aber das kannst du nicht kurzzirkuitieren durch so eine Maschine, die Sache rausspeist.
Ja, genau, ich kann das just unterstützen. Ich habe mich noch nicht so viel mit KI beschäftigt, auch weil es mir Angst macht. Muss ich auch, weil ich auch, so, aber Taschnik, das ist einfach nicht so, die Seite, das nicht so Menges. Aber, ich sehe wahrscheinlich ein bisschen naiv, mir schon aber die Hoffnung, dass die Maschine werde nie abs fehlen. Ne? Du kannst ja wenn du schon der ChatGPT fräst, eine Synopsis zu schreiben für einen Film, da können eine 3-Akt-Struktur raus, aber auch nicht viel mehr. Den Humor, wenn du siehst, schreibe denke ja am Stil von einer Komödie oder so, oh la la, also das ist wirklich nicht, das Humor für ganz kleiner. Du schmengen auch eben, was euch berät an den Filmen, sind eben Emotionen, und die wird hoffentlich Maschinen nie können. Sie wird manchmal viel technisch. Sie kann probieren zu machen, wie wann. Da muss man mal gucken, ob mir dann wirklich etwas fehlen. Oder ob nicht behauptet, das, weißt du, so, oh, dann ist immens emotional, aber ja, super, an den Kopf, ja, mehr. Also, da sind ich wirklich gespannt. Ich meine, sie wird leider vieles, ersetzen können. Natürlich alles, was technisch ist und so weiter. Genau, das ist so meine letzte Hoffnung, dass das Maschinen aber nie werden können. Aber. Ja, ich habe im Moment gemerkt, dass wir vielleicht pardon, sorry. Vas-y. Merci. Non, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eline. Il y a cette question d'émotion, il y a l'humain. Enfin, nous, on travaille que avec l'humain. C'est ce qui fait la beauté aussi de notre métier. Et c'est vrai que aussi il y a effectivement la question des scénarios et des scénaristes. Mais il y a aussi la question, nous, des animateurs. Enfin voilà, de tous ceux qui travaillent en animation. Ils sont inquiets, clairement, de ce qui va arriver. Et donc, il est très important pour nous d'être très au fait, de veiller, de faire attention à comment ça évolue. C'est aussi notre responsabilité de producteur, en fait, de rester humain et d'accompagner nos équipes. Pour nous, pour l'instant, mais tout ça est effectivement à voir comment les choses évoluent. Mais ça va pouvoir nous apporter des petits outils, en fait, pour aider nos artistes dans leurs tâches, mais clairement c'est la même responsabilité que celle de quel contenu on montre à notre public, quel contenu on montre à aux enfants pour les aider à grandir. Donc c'est une réflexion globale de l'éthique et de la responsabilité qu'on a, nous en tout cas en tant que producteurs. Nee, also das méi kompliziert. Ich bin nicht so optimistisch. Also ich finde war doch immer geschieht, das wird geschehen. Also wir können nicht bremsen und das wollen wir auch nicht bremsen. Das wäre ja dumm, das wäre ja. Aber ob man es versuchen mal zu kriegen, wie hat sich entwickelt und wo Gefahren liegen, das können wir machen. Natürlich wird es für Technik immer mehr schwer sein. Du kannst heute Montage machen mit einer KI. Du kannst und es geht schnell. Es geht ganz, ganz schnell. Als Experiment sind Sachen noch viel mehr weit. Ja, was machen wir da muss man da leben. Was für Form, also, außer, das wirklich noch nicht aus den Augen verlieren. Und ganz konkret versuchen, auf den einen oder anderen Punkt nach Sachen anders zu machen, aber sie hast du. Also, sie wird bleiben. Ja. Die geht nicht fort. Ja, vielleicht ein guter Moment, dann zu gucken, ob du ihn freuen hört, dass man leider auch eine Chance gehen, dort oder sonst freuen stellen. Ja, wenn es schläft. Du kriegst ein Mikro. Merci. Also zum Thema, eng vor zum Thema am von geholt, wat wir Filme, wat der Film wollen auf 2030, sich schon ganz viel intelligent Sache gesucht gehen. Dabei wollte ich so ein gute Lützeburger Film, also gute Film. Schenkt einfach zu sehen. Das ein guter Film, aber ein guter Film kann nicht gut sein, wenn nicht die richtige Konditionen hat, wie gemacht zu gehen. Und an dem Kader, mehr als Ulpa zusammen mit diesen Kollegen von der Alpa sind konstruktive Verhandlungen mit dem Lachs, mit der Alta, mit Actors, also mit all den anderen Organisationen am Kader von der Professionalisation vom Sektor. Für das Verein
kann vun dem Metier liewen, a fir dat et och méigich ass fir den Nachwuchs dem all brauchen, fir den an Liewen zu rufen. Konditionen. Apropos Konditionen, von Geholl die Konditionen fir gute Film zu machen, a fir dat Leiit die rich Lebenskonditionen hunn, er können am Sektor schaffen, ginnner féier. Das dat wat man och ugeschwart hatten. Wir brauchen mehr Budget für den Filmfonds, wir brauchen ein zweites Guichet, c'est-à-dire, so wie an den anderen Ländern, uns all, Kredit d'impôt. Wir brauchen Verhandlungen mit den Plattformen, wir haben gesehen, dass die Leute, wenn an die Kino gehen, das war in der Etude von Philippe Robin ganz klar, justement, weil sie die Möglichkeit haben, für die Filme zu gucken, wann sie wollen gucken, wo sie wollen gucken. Wir müssen mit den Plattformen verhandeln, es gibt eine europäische Gesetzgebung, die an alle Länder implementiert gëtt oder gouf. An meeste Länder ist schon implementiert und Plattformen Obligationen. Heute zu Lützeburg sprach man da doch. Aber wir brauchen eine Modernisation von unseren Studioen von Filmland. Das sind die 4 wichtigen Themen, die wir mit der Politik angeschaut haben, und wo ich dann nachher will sagen, dass unser Minister ein offenes Ohr hat, nicht gelauscht hat, ich meine, nicht verstanden. Aber eng vor am Fongehol, die geht nicht unbedingt um Panelisten erwitten, die geht mehr um hier, was ist der Stand der Dinge, wo stimmen wir? Haben wir eine Möglichkeit, an die Richtung zu gehen, der Lützeburger Film 2030, les moyens de nos ambitions, wie sieht das aus, vis-à-vis vom Budget, vis-à-vis vom Kredit d'impôt, vis-à-vis von den Plattformen, und vis-à-vis von der Evolution von den Studien. Avons-nous les moyens de nos ambitions, mehr Lützeburger Filme zu machen, besser Lützeburger Filme zu machen, und dass wir alle können davon leben. United we stand. Der Contraire ist nicht wahr. Merci. Wir hatten noch eine Frage 4. Guten Morgen, das ist nicht Mann eng froh mir Diskussion am werfen als Direktor vom CNA, was die neue Technologie betrifft, da das dadurch de Volle vom Archivage nicht der vergisst gehen. Das heißt mir der Sektor Pellikül archivieren dat man so geleist. Wir stellen also noch froh Videoformate, weil da soll man dann zum Beispiel auch den Support degradiert, mir auch die Maschinen für die Support zu lesen degradieren sind nämlich do, aber wir sehen auch do ähnliche Evolutionen mit neue Sachen. Wenn ihr seht Gaming, wenn ihr seht XR, sind das oft similäre Technologien, Unity zum Beispiel, die aber voraussetzen, dass wir auch hier müssen do können Mat sehen und auch do als komplett neu abstellen, weil doch nicht durchgeht, die Données und sich zu sauvegardieren, aber auch, wie kann ich die Experienz von dem wir gemerkt haben, an 10 Jahren nachreiken hun. Also an 10 Jahren die Experienz an der neuen VR-Brill von dem Moment, oder so man den der VR-Brill selber, wer Deel davon, das will ich einerseits mal dran, das wichtig ist, und dass dadurch muss mit uns zusammen durchgehen. Und in anderen Wolle ist bei der KI, wollte ich einfach Diskussion noch reingehen, der Mensch muss ein bisschen mehr diversifiziert durchgucken. Nummer 1 gibt die Angst vor einer komplett generativer KI, die sieht, der fertige Skript, der fertige Film, das ist den E-Volley. Auf der anderen Seite, also auch da, was die Education betrifft, dass es einfach all ihre Bereiche schon KI gibt, die ihr Leben mir einfach machen, die aber trotzdem zur Kreativität dabei drohen. Die könnt an der Gestion von der Kolorimetrie von einem Film, können mit KI Sachen, die für 300 möglich wären, die könnt andere Beispiele und so weiter, dass da doch mal dran ist, und da soll nicht KI direkt verdeiveln. Wir sollen einerseits sie nicht deutieren, und andererseits die Angst von einer komplett generativer KI, die alles wird fertig machen. Ich weiß nicht, ob die immer so justifiiert ist, weil das nach einem extrem weiten Stehen, wo zum Beispiel kann die Autoindustrie gucken, 90% kann ein Auto independent fahren. Mit den anderen 10%, da brauchen die Menschen noch immer, werden die Menschen noch brauchen. Und ich meine noch da an dem diskutierten Mensch bleiben. Ja, merci. Nach einem Vorhalt 4. Wie viel Chat? Ja, guten Morgen, Guy Dockendorf. Ich war 21 Jahre lang am
Kulturminister ich hat Chance wie den nächsten Film von Gegründkinas vom Kulturminister 1994 bisschen zu helfen. Ich muss so an die Evolution vom Film von ich spreche kein Blumen als formidabel sind immens viel Sachen geschieht. Und ich erinnere mich auch, dass von Anfang an auch ein kleiner Teil vom Budget 4 gesehen ist und noch heute nach als viel Leute zu helfen, Drehbücher zu schreiben. Denn Mure dat se pummer gesot gin. Wir brauchen mehr Geschichten, mehr Lützeburg auch andere Geschichten. Aber ich finde Gefühl, dass ganz viele Leute hier im Land mengen dadurch, dass man dem Smartphone und mit einer Kamera kann nehmen und dass sie dann auch automatisch können gut Filme drehen. Und das was mir so, ich mich dann war für kurzem war so ein froh an der Presse Schengen. Wie können wir machen, dass Leute, die eigentlich eine gute Idee haben, sich auch nicht scheuen, für Hilfe sich zu gehen bei der Filmfang, für bei den Drehbüchern geholfen zu kriegen oder für eine Dokumentation nur sich zu lassen. Zu sie auch da. Zu sind da, von Anfang an. Und das, ich weiß nicht, was dort psychologische Barriere ist. Voilà. Hast du denn froh, ob den in Heuwelt antworten? Ich weiß nicht. De Guy huet jo als direkt ugeschwert. Die Froh du es absolut recht, die hummer jo schon seit de Film von Gött, weil die Trennung immer war, dass der Film von die Professionellen wolle aufdeckt, die internationalen Koproduktionen an der Recht war lach. Hast du gesagt, Kinders, weil den CNA als enge Missionen Dedikation huet och dass dat echt dabei hinnelech wie bei Eis mir hunn donno ass vermëcht gin mir hunn die carte blanchen mir hunn dos Auteure kreiert dat se kann bei Eis sue kreien oni muss man eng Produzent ze kommen dat huet immens viel geholf dass die echte Sprung wost du seest wo fährt vielleicht fir bei Eis zu kommen dat se iwwer TV geht. Dat huet mengglech ganz viel Produktionen awer kreiert, et sinn aner Initiativen, die wie Feierblum an so weiter oder och Kreation vun de Quickies Italien Dänech vu geschwert, dat awer hëlleft. Natierlech ass da wo so, dats net chidere Realisateur ass oder Scriptwriter de Mengde wäret. Ich meine net schiin den du eng gut Idee huet oder eng Idee liest, dats den Mo kann daraus e Film machen, den nur nach am Kino kann gewisse gin oder op der Tele Leiit begeert. Ich mengge das en Kombination an den CNA nein Direktor mir hatte jo schon Rendevous mir gucken wat eng Lösch zu machen, ein paar Bayier zu machen, fir wéi eng Missionen erfüllt den CNA wie eng Missionen machen mir a eng Missionen können wir zu summe machen. Ich mengen dat hëllefe schon fir do die Dossier vun den Stuhl oder Schwätz, die vielleicht dort lach fallen, fir denen können en Atern zu greifen. Oui, bonjour. La question, donc, je suis Oscar Martin de Actors.lu. Je voulais aussi souligner, apporter au débat l'importance culturelle, pour le pays de la. Le Luxembourg, c'est un carrefour. Contrairement à l'Islande, peut-être est une île, le Luxembourg est un carrefour culturel européen. Et c'est très important, et aussi à 3 langues nationales. Il y a également l'allemand et le français. Donc c'est très important que ça soit aussi reflété dans les productions luxembourgeoises. On a utilisé comme success story la Capitanie, mais il y a aussi un autre success story, par exemple, c'est la valise rouge, qui reflète très bien ce qu'est le Luxembourg. On montre l'aéroport de Luxembourg, on parle en luxembourgeois, en français, en anglais et en farsi. Donc on reflète une réalité qui est très importante et qui est appréciée. Alors, donc voilà, je voulais savoir votre avis sur ça. Merci. Ich meine, die letzte Frage, die wir beantworten, also make it count. Ich will noch nicht so, also ich kann just ganz kurz so, ich stimme dem natürlich zu. Gerade ich, was für Nationalitäten hört, so mir, also und ich will mich einfach Lützburg, also ich bin eine Lützburgerin und ich kann aber schon Möglichkeiten nach verschiedenen Sprachen Filme zu machen, das gehört zu Lützburg dazu, also und da gibt ganz, ganz, ganz viel andere Leute an mir viel lieber, genau, Filme ob Lützburg geschwärzt, mir natürlich
als alles ein Klü Altsprochen, die geschwar sind natürlich ein Klü an Lützeburger Filme, an Lützeburger Geschichten. Voilà. So. Ich muss 100% recht. Ich meine, dass sie von den Vieren, kann mich erinnern, letztes Jahr zu Cannes, hatte ich ja nur von den 4 großen Defien, die mir gesehen, geschwart für die Zukunft, da ich das, wie eng für 4 Filme. Wir sind am Gangen am Moment innerhalb von der, den Assoziationen, mit der ULPA, mit der ALPA, mit den anderen Assoziationen zu gucken, wie anormal Seiten in Funktion von der Evolution, die an den letzten Jahren geschieht, also von der Situation, wo wir heute sind. Ich meine, für die richtige Seiten, die carte blanche für Longmetragen und so weiter geschwärzt, ich meine, das sind alles Diskussionen, die man muss feiern, wir müssen herausfinden, was das Beste ist, wir können die richtige Produktion zu machen. Das ist ein Defi, das Top-Bestimmt von unserer aktuellen Legislation. Den zweiten, den Jugend, rückkriegen und zu erhalten, an den Sektor weiterentwickeln. Ich meine, das ist auch lange genug diskutiert gehen. Der Minister hat etwas nach mentionniert, was das ganz wichtig ist, das ist das Green Shooting. Wir müssen aufpassen, und geht nicht nur darum, für Plastikspeichern durch Gläser zu ersetzen. Ich meine, das als eine Evolution, auch international, wir sind da am Gangen, notamment am Kader von den deutschsprachigen Ländern an Europa zu gucken, wie können wir Produktionen ernst organisieren, für das sie nicht für 2D von Wien auf Lützeburg könnte man eine ganze Equipe für das zu machen. Green Shooting als ein Problem, als ein Defi, an dem muss ich mir auch zu Lützeburg umgehen. An der letzte Punkt, das ist von dem den Oskar geschwärzt, ich meine, das ist Diversität. Diversität zu Lützeburg, die multikulturelle Diversität müssen sich auch an diese Filme herumspielen. Und ich schwätze nicht nur über die Diskussion, die unter dem meisten Kapitän war, ich meine, das ist eine kulturelle Diskussion, eine kulturelle Diversität, die man muss an diese Filme mal dran kriegen, man muss auch Diversität, Mann, Frau, auch umgehen. Das ist nicht nur am Ausland so, wir müssen da doch zu Lützeburg weitertreiben und dafür gucken, dass wir als Filmer oder als Övre in der Zukunft so können aufbauen, dass wir auch die Vielfalt, die Gesellschaft zu Lützeburg bietet, dass die auch an unseren Övren rumzufahren ist. Das sind die 4 Defien, die wir als Filmfonds für Zukunft gesehen. Du gibst Schluss nach Gerbs so, und zwar mit der Diversität, da das wirklich etwas Filme machen als Luxus, muss ich wirklich sagen. Also das ist schwer davon zu leben, für eine Realisation, von einem Szenario, bestimmt auch von anderen Berufen. Ich kann bald gehen, den sich halt zuletzt Leute kann leisten. Tatsächlich, viel wie ich wohnen im Ausland, wir könnten als Heike leben, leisten. Und ich komme aus einem privilegierten Haushalt, meine Eltern haben so verdient. Mir viele Leute, die nicht aus einem Haushalt kommen, als eine Barriere da. Wie sollen die sich so einen Beruf leisten können? Und das ist mein ganz wichtiger Punkt. Wir verlieren all die Geschichten von all denen Leuten, die das nicht können. Und ich meine, da muss man auch einfach gucken, dass ich von dem Beruf leben kann und dass wir dadurch ja nicht nur mehr privilegierte Geschichten, sondern wirklich Geschichten aus der Bevölkerung. Ja, und da machen wir noch eine kleine Pause. Das war dann die erste Table Ronde. Vielmals merci als Gast. Ich hoffe, ich dreht nicht zu viele Kap, respektive die sind nicht allzu Dave geschlafen. Wir haben eine 2 Table Ronde, die ich versprochen, die Kredalo. Alterem ein wichtiges Thema, ein großes Thema, und zwar den Metier am Film. Alterem ein Thema, weil das alle Gute noch beschäftigt. Und da haben wir ein Ritschleit, die ganz Interessantes dazu zu sagen haben. Und zwar haben wir da. Wir fangen nur am Anne Schröder, Realisatrice, Produzentin und Co-Ordinatrice vom BTS. Und dann hätten wir den Bernard Michaud, Produzent. Pia Dumont, Monteuse. Und der Luc Schilz, Schauspieler. Die müssen alle Neugläser sein, auf Flaschen. Okay. Da sogar Flaschenöffner vom Küchenchef dabei. Sie und einen anderen dabei. Also, ach, tja. Voll geil.
So, wenn der mal erlaubt, da ging ich das Ganze lancieren. Und zwar, mir hast Gedanke gemacht, das war den hier am besten aufhängen, dann ich mengen, wenn wir mit dem Metier schwätzen, haben wir viel Runden Zölle gesehen, wo wir gesehen und wie viele Leute überhaupt an dem Metier, an dem Sektor hier im Land schaffen. Da stellt sich die Frage, sind wir zu genug, wenn wir wollen in Zukunft mehr Projekte eventuell machen, mehr Projekte gleichzeitig machen, größere Projekte, mehr ein 12 kleine Projekte. Und ich richte mich noch mal gerne in den Berner, weil so als nicht halt lancieren mal. Du bist an dem Feld, als Produzent bist du auch ziemlich einsam an der Front, an der Generation, würde ich so, und an drinnen gibt es nicht ganz viel, Leute, die nachrücken, an, haben wir einen Mangel an Leuten in diesem Sektor. Ich meine nicht nur Techniker, Schauspieler, natürlich auch Autorinnen, Realisateuren, und in dem Fall auch Produzenten. Weil ja, was können wir da machen? Okay, das sind schon ganz viel intelligent Frohen. Also, ich meine nicht, dass schon weiter Front sind. Ich meine schon, dass es ganz viele Junker gibt, die ganz interessant sind, die sich auch für den Beruf vom Produzenten interessieren, und die wir müssen an nächsten Jahren unterstützen. Das nicht nur bei den Produzenten. Ich meine, dass wir allgemein müssen die Jungen unterstützen, vielleicht mehr unterstützen, wie wir das bis heute gemacht haben, für an dem Beruf zu bleiben. Dass wir nicht denken, also weil das der Status quo ist am Anfang, dass wir 2, 3 wirklich gute Equipen haben zu Lützeburg für Film zu machen, nicht mehr. Das ist auch nicht, dass man manchmal im Ausland versprechen, wenn der Film geht macht, aber dann, wenn die Equipe frei ist, wir können nicht drehen, wenn die will drehen, wir drehen dann, wenn als Leute frei sind. Wenn wir aufhängen, dass wir da so, okay, wir brauchen 3-mal so viele Equipen, weil da können wir zwar drehen, wie wir wollen, aber dann sitzen noch viele Leute lange Zeit daheim und haben keinen Job. Das gilt doch zu vermeiden. Es geht darum, die richtige Lieber zu finden, von Leuten, die schaffen, und schmengen aber, dass das wirklich so eine Priorität sind, dass wir für allem sollen aufpassen, dass wir mehr Junker und den Beruf rufen, dass wir mehr Junker, bis wie Italien noch gerade gesagt hat, mehr Junker aus verschiedenen Milieuen und den Beruf rufen, da mehr Unterstützung bieten, für mehr Inklusion, mehr, einfach zu machen, für das wir in Zukunft kein Problem kriegen. Weil da meint wirklich, dass wir riskieren, ihn zu kriegen, wenn wir nicht ein paar Sachen aber ändern. David und Donato haben auch schon gesagt, schon manchmal Jahren, also das nächste, was man da heute mal gesehen, ich meine schon, dass das bis wie lange angefangen hat, dann das gesehen hat, und dass man da weiter müssen machen, und vielleicht noch mehr einen Schöpfkohle beilegen, für Junker einen Beruf zu kriegen und dran zu halten. Da haben wir setzt man das hoch sei. Du als Koordinatrice vom BTS, du sagst dafür, dass du Novus norregt. Was sagst du für Möglichkeiten für das Ganze noch auszubauen? Also, ich will das abgreifen, was der Bernhard gesagt hat, dass auch am Sektor zu bleiben. Also, was ich wollte daran erinnern, die BTS, die nicht repräsentieren, das ist der BTS Cinema Audiovisual. Und den haben wir zusammen kreiert, den also aus dem Sektor raus entstanden. Da haben wir, voilà, die Leute, die dabei waren, die hier am Saal, sie können sich daran erinnern, dass wir das für über 10 Jahre zusammen developiert haben, dass wir gesagt haben, wir hätten noch gerne etwas, wir hätten gerne Information, die erlaubt, Lützeburger formiert zu gehen, für das sie noch 2 Jahre oder darüber raus, weil sie können ja auch das Studium weiterführen, dann zu Lützeburg können weiter schaffen. Die BTS Cinema Audiovisual, die war vor 4 Jahren, kann ich schon so eine Success-Story, also wir holen nämlich 12 Leute pro Jahr ran, das ist, weil es war nicht gefordert, dass viele Leute formieren, weil die Leute, die wir formieren, die kommen largement am Sektor inner, wenn sie da wollen. Lo an den 10 Jahren, wir haben natürlich auch als Statistiken gemacht, nicht so gut wie den Herr Rodin, wir machen aber als Statistiken. Und das ist so, dass von denen Barcelona 110 Diplomierten an den 10 Jahren, dass am Fangehol eine Employabilität ist von 87%, was super gut ist.
an den nächsten Jahren, so ein durchaus. An Employabilität, du schwärst den noch davon, Sektor Cinema, Sektor Audiovisual. Wir die zwei am Titel, und wir formieren noch für die zwei. Das ist, wir formieren noch Techniker ganz gezielt auf das Kino. Da gehen es Berufe, voilà, Script Continuity, Assistant Realisateur, DIT, die wirklich hauptsächlich oder findet so nimmen am Kino stattfinden, an die formieren wir auch an nimmen 2 Jahren. Das ist natürlich ein bisschen Rock'n'Roll. De Gros von ihnen will auch am Kino schaffen. Also de Gros von ihnen will am Kino schaffen. Die anderen Leute, just nach entre Parenthèses, wird geschrieben mit denen, die am Fungol nicht noch schaffen, weil die haben am Fungol ob ein relativ einfacher Weise festgestellt, dass sie nicht so viel gemacht sind. Und das fand ich auch kein Fehler, wenn eher in x Jahren sich an etwas lanciert, oder eben mal auf einen Tournage war, seht ihr, das ist überhaupt nicht für mich. War aber effektiv am Laufe der Zeit sich als immer mehr problematisch, und notamment 2020, dem Konfinement, herausstellt ist, für die Leute am Sektor zu halten. Da geht es eine Reihe von Ursachen, ich soll mal just einfach so das, was man so direkt ad hoc aufhält. Also die eine Sache ist die, dass wir gut kein Problem haben, für die Leute als Stagen zu kriegen. Das war wirklich noch nie ein Problem. Wir sind Top-Stagen, wenn wir in Top-Tournagen zu Lützeburg, also die Leute haben immens gut Stagen. Und da kriegen auch dann das Feedback, ja, also die Leute sind formiert so eigentlich, wie wir das brauchen. Und nach ein Kehr, wenn es nicht das, was wir da formieren, dass dem Lützeburg sein BTS, also wir können das doch adaptieren, ne? Wir können das doch auch nicht machen, ne? Also das können immer drauf tun, was wir auch gesagt kriegen. Ich kriege ihn da ganz oft gesagt, ja, nee, die waren aber wirklich gut. Und dann gesagt den, wie die Leute evaluieren, am Saal gesehen ich da manchmal 6 von den Ex-Studenten. Das ist, sie sind überall. Aber effektiv, am Saal sitzen da auch, die noch ein paar Jahre abgehalten haben, weil das und das ist auch gut so, was die Jungen ganz gut können machen. Sie können sich auch selber organisieren. Voilà, möchten ein Carte Blanche, möchten noch ein zweite Carte Blanche und möchten den Tournage mit Kollegen, wo ihr keinen Suchen dafür kriegt. Und das geht aber irgendwann einkehr, also so den Coup de pouce, die geht d'entretemps. Also auch effektiv die Auteurs, von der ich aktuell selber profitiere, das sind wirklich ganz gute Initiativen. Also da ist schon real etwas geschieht. Aber das geht für die Leute natürlich auch irgendwann einkehr drum, wie kann ich davon leben, das was Dailin gesagt hat. Die Stagiären, die dann für Drohnen zwar ganz gut waren, aber non remuneriert, obwohl die da ja mit dem neuen Gesetz auch muss Stagiäre bezahlen, aber das ist noch eine andere Diskussion. Wenn ihr dann das Jahr drauf seht, also für den Script Continuity oder für den Video Assist oder was auch immer, da geht es ja den an den, die war ja das letzte Jahr gut. Ah nee, 150 €, und ich solo ganz bewusst Salär. 150 €, also die habe ich zwar Lodo für nicht, weil ich fahre in aber Stagiaire, die vielleicht Männer oder so. Das Problem ist real, also wie komme ich weiter, wie komme ich über das dritte Jahr, und wie ist es dann, wenn nicht durchgeht, für einfach mit der Freundin eine Loyalität zu Lützeburg zu bezahlen. Aber wenn ich nur von den 150 € schwätze, wenn ich nur Metier du Film schwätze, da geht es ja fundamental drum, wer Kompetenzen sie gefroht, aber das ist das wert. Also wir sind, wenn wir independent sind, da muss ich verhandeln, da wird gesagt, die kann der dann das, und dann wird geguckt, wie viel das ist das wert. Pauschal kann ich nicht so, ist das 150 € wert oder nicht. Heinst du immer auch junge Leute, die fahren da von 150, frohen sie direkt, tja, du nur 700, denn das funktioniert natürlich auch nicht, das ist auch evident. Aber es geht eigentlich darum, was sind die Kompetenzen, die wir brauchen. Und wenn die Leute dann die Kompetenzen haben, da sind das aber formiert und teilweise höchst spezialisierte Techniker. Ohne die man Tournage auch nicht mehr können. Und das, was am Gangen ist, ein bisschen in eine komische Richtung zu gehen, fand ich persönlich, dass ich öfters so Gespräche hatte mit Direktor der Produktion
also Production Manager oder auch Produzenten, die so, ja, ich brauche ihn irgendwie für Persch zu haben. Ich brauche irgendwie für Continuity zu machen. Nee, das ist nicht irgendwie. Das ist ein, den das gelehrt wird, und die kann der doch. Aber wenn die der dann ständig mischt, da verhindert zum Beispiel Continuity-Skript für all die aus dem Sektor, die wissen, was da ist, ein gut Continuity-Skript, dann spürt in die Suen, die an die investiert wird, noch bei Montage und an der Postproduktion. Das ist der Sinn davon. Und da geht es doch ein bisschen etwas, weil Heinz, du, wissen wir selber in der Denie nicht mehr, was wir machen. Also, den Donato hat gesagt, das ist ein Beruf. Ich gehe davon aus, dass dafür geschwärzt wird, der Beruf vom Produzent. Ich weiß nicht. Aber das alles als ein Beruf. Und das nicht, das nicht all Realisateur als du fiese gute Produzent, das ist auch nicht all Produzent ein guter Realisateur. Ich darf das selber so, was die zwei auch machen. Das ist aber auch nicht all Realisateur ein guter Monteur, und das nicht, kann nicht die alles machen. Aber wir als Abbilden, wir könnten alles gut machen, und wir geben wissen, was die anderen machen, da gehen wir forcément auch davon aus, dass das vielleicht nicht ganz viel wert. Es geht ja darum, was ist das für eine Information, die ihr braucht, für das den zu ein bestimmtes Halle erkannt. Und es geht eben nicht nur über zu, und das würde ich effektiv meinen, dass man, also, voilà, ich würde mal von 2030 geschwert haben, das war bei der Leisure-Table-Runde, ich gehe 10 Jahre zurück, wie wir damals die BTS zusammen kreiert haben. Ich denke real, dass wir müssten effektiv richtig mal nicht schwätzen, für zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen und noch zu verstehen, was den anderen möchte. Teilweise wissen wir nicht mehr, was ist der Beruf, was beinhaltet. Und was genau ist es heute, weil als Beruf von Allgüten total geändert. Das schon mal Pierre Dumont von mir Montage gelehrt. Also, voilà. Das wird so geändert, dass die auch die Kompetenzen, die dabei kommen, immer ändern. Es geht nicht, also wir haben einen immens großen Vorteil, an dem heute sagt dass wir eine Equipe schaffen und dass wir auch an Assoziationen organisiert sind. Und ich merke noch, was die Jungen betrifft und was Zukunft betrifft, meine ich, muss ich ein bisschen eine andere Weise finden, für ob ihn zu lauschen, weil ich weiß auch nicht genau, die Jungs, die auch, voilà, sie bleiben ganz oft nicht am Sektor. Sie bleiben nicht am Sektor aus diversen Gründen. Und darüber muss ich real aufpassen, weil effektiv, also ich weiß von richtig gute Leute, die abgehalten haben. Gott sei Dank, so nicht nur just für die Jungen, es gibt den Sektor visuell, den wirklich rekrutiert und noch bezielt. Aber da sind sie für die Kinder nicht mehr du, die Leute. Und ich habe viel gesagt. Ja, du hast viel darauf zu reagieren. Aber einerseits, was mich interessiert, also ein Hauptpunkt, wo man will darüber schwätzen, dass wir keinen den Leuten dort Gefühl geben, dass sie können mit dem Beruf so verdienen. Wenn du aus der Schule kennst, du hast Stage gemacht, möchtest in einen Tournage, da könnt nicht direkt den zweiten, wie überbrückt den dat, wie mengt den, okay, du könntest etwas weiter, da einfach da bist du von einem Freischaffenden zu Lützeburg. Hummer du einerseits immer genug Leute, andererseits immer genug Projekte für die Leute. Das ist interessant, was du gesagt hast, Bernhard. Du meinst, wenn wir 3 Equipen hätten, da gibt es Leute nicht alle gut schaffen. Du meinst, wir nicht genug Projekte dafür da zu unterstützen, oder? Ich schon gesagt, wir haben 3 gute Equipen am Land, wir haben aber keine 6 gute Equipen, die parallel könnten schaffen. Wir haben keine 6 Tonmänner, wir haben keine 6, also bei verschiedenen Plätzen haben wir genug Leute, wir auf andere Plätzen geht einfach nicht durch, für eine ganze Equipe zu machen. Das ist meine Stadt, was ich sagen. Und für kurz auf dem An zu reagieren, also ich gehe da ganz recht, das Ziel muss sein, die Leute am Kino zu halten, und schmengen, das soll auch froh sein, wie können wir es am Kino halten, und ich gehe da ganz recht, darf nicht sein, dass 100 € Gebühr kriegt, für egal was zu machen, weil es sind alles Mädchen, und ich hoffe, dass das Ausnahme ist, also ich kann das mit dem Alltag ein bisschen ernst, mit Tabziel als das, wie kriegen wir die Leute, die dann aber eine gute Ausbildung kriegen am BTS, wie kriegen wir die längerfristig an der Branche gehalten. Ja, du geht ja auch, also Thema Barem, ob in Barem abfeiert, da ihr vielleicht nicht das Problem hat, was denkt halber davon? Also soll das gemacht gehen? Gibt das Problem, die weiß lesen, dass du nicht kannst bei einer Person gehen, sondern du hast das dort noch nie gemacht, wir brauchen aber einen, der nur fällt, du kriegst 150 €.
Kann man vielleicht mal dem Pierre gehen zu dem Thema? Ja, also ich ging do mi weit ausholen, weil Zahlen sind das noch nicht der Dienst. Am Moment, dass bei uns so, die sieht vielleicht all bisschen darüber erstaunt, ich weiß es nicht. Aber bei den Technikern ist es an den letzten Jahren ganz schlecht gegangen. Das heißt, sie ganz viele Leute, die ganz wenig Arbeit hatten, an ganz extra, nach viel mehr Arbeit, die auch normal bezahlt war, also gut bezahlt war. So gut bezahlt, dass ich kann davon leben. Aber wenn ich davon erschwätzt, davon zu leben, dann ist er doch noch nicht unbedingt zu Lützeburg leben. Weil die Menschen, die so in die Gänge davon leben können, die haben irgendeinen Apport exterieur, entweder aus vom Partner oder von den Eltern, weil sie eine Wohnung kriegt tun. Das ist ein Milieu, wo ich muss privilegiert sein, aus verschiedenartigen Gründen, oder oft eine Kombination von verschiedenen Gründen, für die Wahrheit zu packen. Dann ist es so, dass bei uns, bei den Technikern herrscht ganz viel Inquiétude, dass man überhaupt nach Arbeit tun. An der nächsten Zeit hoffen wir das, wir wissen es nicht, weil an den letzten 3 Jahren wird ganz, ganz schwer, sogar vielleicht mehr weit nachgerechnet, auch wenn es um Covid knacks. Wir haben zum Beispiel eine Schule ein bisschen Minute, weil ich bin als Techniker nicht so oft für ein Publikum an, muss nicht so oft schwätzen, dafür helfen ich mir dann ein bisschen. Seit der Abolition vom Punktesystem geht es bei uns ganz schlecht, weil wir ganz viele Leute haben, die nicht mehr viel Arbeit hatten. Und da haben wir ein paar Gründe detektiert, dass zum Beispiel dass es an anderen Ländern auch protektionistische Mesuren gehen und dass, wenn die anderen Länder das nicht bei sich auch abolieren, dann funktioniert das nicht. Weil dann bei uns, wenn eben Koproduktion sind, da geschieht bei uns da gar nichts. Mit dann holen deren hier Leute aufhörig. Da haben wir wirklich eine große Diminution gesehen. Da gehen sowieso auch an der beiden Techniker 2 Domänen, die partikulier vulnerabel sind. Das den Chef-Open, den Sektor an der Montage, weil das einfach 2 Posten sind, die beide Koproduktionen ganz wenig belöscht gehen von den Co-Produkteuren, weil die holen das dann immer mal an hier das Land. Mit die anderen Sektoren sind aber auch ganz stark betroffen davon, also das nicht nur Monteusen an Chef-Open. Sind auch schon viele, die abgehalten haben. Also wir waren, ich schon eine kleine Statistik auch ein bisschen gemacht, das auch, das Herr Paul. Ich kann nur nicht der hat auch eine Zeit gehabt für die ganzen Domain, weil mir sehr zu viel präzise Statistiken zu haben. Aber am Montage, wenn ich guckt, 2010 waren wir zu 12, tun das schon 7 abgehalten. Von denen 12, weil es nicht abgegangen ist finanziell oder weil wir Berufe machen, wo es nicht mit einem Familienleben kompatibel ist. Weil eben so engagiert muss sein, auch dann zeitlich, dass die 2 Sachen nicht zusammenkriegt. Sind aber auch entre-temps nach 3 beikommen, das heißt, lo sind wir dann zu 8. Und von den Projekten, die gemacht gehen, du hast doch so, gehen die Projekte, von denen ich kann leben, und gehen die Projekte, von denen ich nicht kann leben. Das sind die Projekte, von denen ich kann leben, das sind dann die Großprojekte, also Longmetragen, Longmetrage Fiktion, Longmetrage Dokumentär oder Serien, wenn ich konsequent auch genug Episoden möchte, zum Beispiel, da gibt dann eine Reihe Projekte, das sind dann die kleinen Projekte, das können Trailer sein, Teaseren, Kurzmetragen oder Carte Blanchen, Quickies und so weiter. Und geht immer davon geschwärzt, dass das die Jungs sind, die eine Chance kriegen, die das machen. Aber das entspricht doch nicht 100% der Realität im Terrain. Die sollen natürlich eine Chance kriegen, und das ist auch richtig. Aber entre-temps, die schon mehr lange dabei sind, die haben die Longmetragen und die Serien und all die Großprojekte überhaupt nicht. Das heißt, die brauchen die kleinen Projekte und sie können aber nicht davon leben. Ich habe nur eben abgeschrieben, wie der Montage war, weil das für mich mehr accessibel war, für die Chiffren zu kriegen. Wie gesagt, wir sind dann zu 8. Schon von 2020 bis 2024. Die Großprojekte, die also, wo in denen ich kann leben, da hat man da 2020 10 an der kleiner Projekte, also für uns 8 Summen, ne? Die muss man stellen auf 8 Personen. Und die kleinen Projekte waren da 7. 2021 waren 7 Projekte, von denen ich kann leben, wir sind aber zu 8, auf 14 der kleiner Projekte.
an den 7 Projekt war kein einzigen Longmetrage dabei. 2022 waren 6 Projekte für große Projekte, von denen ich kallieren an 10 der Klänger. 2023 waren noch just 4 Projekte bei den großen Projekten, an 12 der kleiner Projekte. 2024 waren 6 Projekte für Erwerbsleute verdeelt, an 17 der kleiner Projekte, von denen wir aber nicht können leben, weil einfach entweder zu kurz Zeit sind oder eben nicht genug bezahlt. Der Tisch bei uns momentan haben uns vor zusammen gestaltet, wie es, wenn das nun auch so weitergeht, wegen wird abhalten, du mal alle aus einem Mund gerufen, wir haben alle Guten. Wir kommen nicht mehr über Tronnen, wenn es so weitergeht. Aber wir haben noch hören bei der Statistik 4 drin, dass das war die so 45 Großprojekte wären, Longmetragen an hier und da, aber das sind nicht mehr die machen. Und ich weiß schon die präzise Chiffren eben vom Montage, aber an der Postproduktion Ton, also ganz ähnlich. Und schon eine Woche von der Alter, dass auch Tournage, also ob denen Mädchen bei den Technikern auch schon ganz viel Leute abgehalten haben. Und dafür sind Perspektiven aber für die Jungen, also ich weiß nicht richtig so, voilà, also unsere Chiffren sind konkret, da sonst leben, von den 3 letzten Jahren, oder wie gesagt von 2020 als Anfang, das sind uns konkret Realität. Und das ist schwer. Aber wie gesagt, wir halten vielleicht alle Ball ab. Ja, pardon. Bernhard, willst du darauf reagieren? Also, so gierig oder Mikro gegrafen. Nee, das weil ich kann reagieren und ich kann, also ich meine, dass kein Politiker, kein Produzent, der mal absteht, da sieht mir wollen, dass Leute nicht können von ihrem Job leben, aber wir machen wir gehen alle guten Job in Deutschland. Ich meine, das ist nicht, und ich meine, wir sind Sektor, aber man muss alle guten zusammen gucken, dass alle Menschen kann davon leben. Ich meine, das soll Ziel von uns alle Gute sein. Aber wie gesagt, ich meine, dass keiner am Raum, der mal absteht, man da irgendeine andere Idee. Dafür geht es darum, zu diskutieren und zu gucken, wen du hinkommen. Also, das kann ich nicht mehr unterschreiben. Ich wollte noch etwas sagen. Dadurch mit dem Punktesystem, der ja nicht mehr da ist, wo aber am Ausland der Protektionismus noch aufrecht gehalten wird, also für uns auch schwer zu kompensieren, für dann mehr international zu schaffen, weil die anderen Länder da nicht mehr sehen, dazu sagen, ja, wir dürfen auch nicht protektionistisch sein, also können wir auch Lützebäuer holen. Das funktioniert nicht so richtig, und das ist immens kompliziert, weil wir müssen ja auch unsere Reso haben. Ein Resultat zu machen auf verschiedene Länder gleichzeitig ist nicht einfach. Und dann ist es eben effektiv auch noch so, dass man von dem privilegierten Milieu geschwärzt haben, die Leute, die nicht aus privilegierten Milieu kommen, wie können die an seinem Beruf evaluieren, das ist mir auch ein Rätsel. Da hat Eileen das ganz treffend gesagt. Eventuell noch kann so oder für wat vielleicht eine Erklärung bit, als dat man eben mehr majoritär Lützebäuer Projekt machen, wo mehr Lützebäuer Realisateuren drauf schaffen, mehr Lützebäuer Szenaristen, an weil einfach die internationale Co-Produktion gewisse Regeln hört, da die verschiedene Posten dann einfach muss an Deutschland gehen, wo das da vielleicht immer zusammenhängt, dass von den dann Realisateuren Szenarist hört, dann nicht kann der Monteur oder der Chef abholen. Mir das genau, wie du siehst, das den internationalen Kader, genau, wo ich einfach muss gucken, wie könnt ihr da hin, für das Allmensch kann schaffen. Also wo man als alle Gu muss Mengen mat nur holen, da das wannet an dem Sektor Mann gut geht und geht hinter pu wirklich man gut, ich kann da nimmen dat in der Streiche wat Pi seht. Da geht doch nimme, wann man auch ënner den Neen natürlich zu Summe schaffen und auch solidarisch sind. Also der Tisch, wenn wir solidarisch sind, die Jung und die Aal, und da den so Hucke geht, wer Kompetenzen hun an die Jung, wer Leute kommen dann aus den verschiedenen Schulen, was können die Leute, da den noch, wir hun effektiv das nicht mehr wie mo gefangen hun das gesot gehen all Französ du fies besser wie dat wat de mir machen das Gott sei Dank nicht mehr so mit gött aber öfters nach gesot ma ja die göttet gu net he zu Lützeburg die du Kompetenzen nummer net mir kein Studio oder mir kein Techniker den dat du gut genug kann an du mengest du den Innenaspekt den hast dat man auch ein bisselchen weil das an dem sinn wisch gemengt du besser kommuniceiert den den weil erzähl hagen auch Junker die schwatzen, aber vielleicht kann der auch die Jungen nicht, aber vielleicht kann man so alle gut, weil
muss man auch drum gehen, dass den sich besser kennenlernt und dann den da sieht, okay, ich gebe denen auch eine Chance. Ich souteniere ganz bewusst, wenn ich meine Equipe zusammensetzen, unterstützen ich und dort Pierre auch ganz recht, einfach Menge Leute, also die Leute halt zu Lützburg, egal ob Junker oder wie in Alter, du hast ganz recht, Pierre, das tut mit Alter effektiv nicht ganz viel zu dienen. Wir müssen auch da einen Strang ziehen. Und schon die Diskussion, entschuldigt mich, schon die Diskussion nie verstanden, weil man am Lachs diskutiert, ich werde da Membre von der dafür Widerstand. Und da gesagt ist, nee, das können wir aber gar nicht so, weil das hören Produzenten nicht gehen. Oder wo bei der Alter gesagt ist, nee, also wenn man das tut, also mir hängen ja alle Gute von ihnen auf. Also wenn man nicht ehrlich mal nicht schwätzen, aber wir machen alles mit geblimmelt, dann wäre alles super. Dann werdet en effet, also 20, 30, entschuldigt mir, das ist wirklich übermur, voilà, dann geht es nämlich ganz viel. Also wir müssen uns da effektiv auch vielleicht alle Gute ein bisschen mit der noch nur sollen, ein bisschen nach froh stellen. Lummer natürlich viel über Techniker geschwärzt, mir noch Schauspieler hier sitzen, den ich gerne gegen zu Wort kommen lassen. Luc, salut. Du müsstest ja auch schon zu deiner Zeitchen. Wie gesagt, Realität aus für als Schauspieler zu Lützeburg sein Leben zu bestreiten? Und ich denke, du speziell an dem Fall, du müsst auch viel Theater. Als da hat eine Notwendigkeit für sowohl Theater wie auch Film zu machen, wie überhaupt können, davon zu leben. Oder also den Luxus oder wünschen sich Luxus dabei, wir können Schwarze treffen und sich vielleicht mehr auf etwas zu spezialisieren. Wie gesagt, das für dich bis aus. Also wie war deine Erfahrung? Das ist eine Doppelnotwendigkeit. Erstens einfach für zu machen, weil ich meine, wenn ihr den Beruf möchte, will ich natürlich auch machen. Und dann natürlich ist es eine finanzielle Notwendigkeit. Und du, ich komme vom Theater und ich Kino aus Dünien von dabei gerutscht und mittlerweile vielleicht die Hand geholt, mehr als im Beruf effektiv Möglichkeiten pur Standbeine zu mir an der Education, an den Konservatoires oder an der Schule, Quartierschulen oder so, wo ich kann Kurse gehen, wo ich noch kann danach so verdienen. Das mir vielleicht mir sie besser abgestellt, vielleicht für, dass man nicht just im Kino angewiesen sind. Die noch Leute, die just Kino machen, das ist ja auch wunderbar, wenn die das können so machen. An Schmengen, dafür sind Barräme, fand ich, du hast kurz von der Barräme geschwart, ich fand, das ist eine Sache, die unbedingt muss kommen, weil, an das ja am Gang zu negoziert zu gehen, und das ist anscheinend aber ein ganz guter Weg, an, wo man auch voll Vertrauen und all Mensch, dass man da begrenzt zurechtkommen, weil mir sie effektiv so Solidarität schon ein zu leck an einer dunkler Spelung zu später Stunde Sätze an dem schon mal markiert, dass Theater, Kino, c'est un art solitaire qui se pratique en groupe. Das heißt, wir sitzen eben daheim länger, schreiben, lesen, an studieren, oder whatever, und wir müssen nicht einfach zusammen machen. Das heißt, wir können, wie gesagt, nicht einen ohne den anderen. Und dann, die Sache, wo da gesagt wird, wie halten wir die Leute heim, oder wie, auf was für Druck geschwärzt gehen, das von einer Lützeburger Identität, da gehen hier im Haus auch durch Actors und Lars und so die Workshops angeboten, was ich super fand, weil es wirklich ein Besuch gibt, für das die Leute ändert sich, schaffen Realisateuren, die Schauspieler nicht kennen oder just gesehen während einem Tournage vom Film von Mathe-Suen, mit dem Druck, mit allem. Und dass eben die Plätze gibt, wo ich kann sich treffen und informell zusammen schaffen, ohne Druck für Resultat, wo ich kann experimentieren, an beilehren, natürlich als machen die beste Schule, meine ich, voilà. Und dann, als Frau von Jungen, ich meine, all Mensch, den hier irgendwie Schauspieler, für Schauspieler geht natürlich auch 2 Uhr drin. Du hast gecast, du gehst auf der Straße gecast, oder du kannst als kompletten Laie, kannst du bemol Hauptrolle an einem Film haben. Du kannst einen traditionellen Weg, so von einer Schule, wo du dann, formiert gehst oder deformiert, wie es nicht, das hängt von der Schule auf oder von sich selber, was die will, schießen. Und, ich bin nicht weder für den einen, für den anderen, ich habe eine Schule gemacht und ich nicht super fand, aber just du weinst, dass ihn während 4 Jahre oder die Zeit, wo das dauert, dass ihn einfach alldach auf der Bühne steht oder respektiv, da man da konfrontiert wird. Und das ist eine mega wichtige Zeit,
soll net Studienzeit war die beste Zeit von dem Leben hassen die Satz mir das einfach dass 4 Jahre exklusiv sich kann dummer da hinsetzen all da an dat kann eben kein waschfüllen die Experience dofir ass der noch trofängle zu bei Identitätskräen all Mensch könnt aus Deutschland, Frankreich, Belg, England, Amerika los vun de Formationen an wie können wir dat Summe kreen wie können wir dat an eng Identitätsbauer Filmspruch eventuell rabringen hast du eng Lesung fir eng Schulheit zu machen ich weiß net wohin Leiit Materialisateuren an so wohin Leiit ausbild an dann dass du dann du stellst natürlich profener Spruch an ha du alles an die andere Seite fand ich wichtig dass in an Deutschland geht fir durch Kontakte zu machen das ist das so en dubelen eng Dubelsach op alle Fall fand ich fir Barremen zu kommen weil dass du einfach Minimum gëtt, wo ich kann wees da sehen okay schon Drehdach da we sehen okay ich kreen da kann ich immer da rechnen an dann noch liewen vielleicht ich wollte anhaken mat der Filmschau an FA hummer demos die BTS gegrünnt bis fir eng ausländisch Filmschau zu verhindern also du wäre so Gruppen die moral kennen die wollten hinkommen weil auch für Drufo KI geschwert gehen ist, also am BTS Cinema haben wir schon viel Gedanken gemacht, weil man dadurch, also wir haben da doch schon am Studium dran, aber das für alle Menschen klar, das sind BTS in 2 Jahren. Das ist relativ, für mich relativ klar, wenn ich da will etwas seriös machen, da müssen wir da auf 3 Jahre gehen und dann noch Doktoren, weil die wollen mit abbauen. Dat ass an dann an der Hoffnung, dat man dat bësse besser hikree wie fir de BTS-Animatioun an de Bachelor, well dat ass lo net so optimal gelaf so moll. Awer dat eng politisch also Deciioun denken effektiv an den eng vun den einfach logische Konsequenzen, ass der den dat weiterdenkt. Die sieht, was sind die Kompetenzen, die man brauchen, was sind noch die Kompetenzen, wo man reis treffen, weil wenn ich von enger Filmschau schwätzt, mir alle gut, also Gott sei Dank funktioniert die BTS so, dann diese Joch nach den nach du noch kennen an so. Me tatsächlich give dem méi poagin, van den do given 3 Jahre noch Schauspieler man ranholen. Me dat hängt net vu mir auf, dat das ganz klar Apps ver den politisch Decision aus die aber also war der war eng real froh aus. Dofir fand ich eben auch fir Lützeburger Schauspieler Lützeburger Produktionen die mans wichtig, weil dat eben dann eventuell op Lützeburg mir op all de Spruchen. Weil dat eben eng Platz ist, wo die Leute vom Terrain gebraucht haben. Aber wir sind mittlerweile aber zu enger jetzt. Ich muss also am engem Alter sieht also ein Grab voll von Leuten, die Lützeburg schwätzen und die können, weil er Lützeburger Film drehen. Natürlich irgendwann werden die Leute auch da genug und immer dieselben Gesichter zu gesehen. Dafür fand ich wirklich, will ich auch darüber pochen, dass die Lützeburger Produktionen auch für die Schauspieler immens wichtig sind und dass den da, wie gesagt, eine Fluchtstunde kann machen, weil 400 Kamerastunden um Dreh, also eben besonders eben noch für einen Workshop, obwohl die wichtig sind. Op der anderen Hand sind Co-Produktionen natürlich mega interessant, weil in der Leidenschaft die nicht unbedingt kennt, wo in dann eine neue Equipe fällt, eine neue Leute kennenlernt und natürlich auch so sich Kontakt haben möchte. Das ist natürlich auch das ist eng zweispurische Sache an dem Sinn. Ich habe das Gefühl, dass bei den Schauspielern vielleicht mehr Schauspieler nach auch in Deutschland oder an der Belgien oder Frankreich scheinst du Projekte schaffen, ob das durch Lützeburg geschieht oder durch andere Kontakte. Mir bei den Technikern, für die darauf zurückzukommen, wann sovi Mann habech du die lächt Joren. De Berne huet bis du se Punkt gemacht, de keine Grund sinn dofir, wat Mengemer wat sos net grinn sinn, weil mir kind einfach so Leiit schaffen net genug, du mat da so net wirklich einem gehollef, ich so net as dem Haut Solution fannen, wo wat Mengemer das Leiit, fir Leiit die selber an der Situation mé sinn. Also ich meine, mir hatten Jahre, wo ich da gut gegangen ist, und das waren die Jahre, wo Punktesystem waren. Das war ja nicht legal. Das ist dafür, dass ich ein bisschen weggeholt habe, wenn ich das also richtig verstanden habe. Das ist,
wann man net in anderes System kräen den awer eng Protektion mat abringt, da wees ich net mit Musik kreativ sie Welt muss ja nach immer europäisch legal sinn me wat aber effektiv schwer bei der Sache das dat waren die anderen Länder dat net mehr wie Lützeburger dat sie hier protektionistisch Mesuren aufschaffen, dann hun mir eng Konkurrenz wo net geht. Also da das eng vun den Analysen, die mir an der Alter gemacht hun. Weil go eng Zeit so gut. Ne? Ich mein, kann dazu so ich mein, Punktesystem göttet haut ist das nach an dem Mond ist noch immer dran. Der Tisch das net also da das lo zum Beispiel ke Grund de Punktesystem der den aufgeschafft gouf, dat dem Mond durch haut das man gut geht. Dat heißt, da muss man schon irgendwo einer Grenze sicher goen an schon net so dat dich net gut geht. Man muss schmengen dat voilà, dafür muss man eng wie Dave Analyse machen fir zu gucken wer das weil de Punktesystem kann net sinn, weil den göttet für verschiedene Posten sind die aus dem Punktesystem rausgefallen, dat den haut vielleicht manner gut geht, darüber kann den eventuell schwätzen, da bis analysieren mit dem Mond kann a priori an den Chef op kann auch net sinn, weil die allen zwei auch haut noch am Punktesystem dran sind. Also et ass tatsächlich schwierig. Ja? Ich will darüber bis ernst, dass rapport zu de Barremen wat fir Drden Dailin gesot huet. Ich hun persönlich, also ganz persönlich hun eng einer Meinung wie Kollege beim Lachs, wat die Carte Blanche für Longmetrage betrifft. Dat sie Sachen, die sind effektiv an der Belge, an Dänemark, soweit ich weiß, als dat gemacht gehen. Also du kennst ja auch dann Erfahrungswerte. Dat war aber dann bisschen wie bei der, wir können Carte Blanche, die Klänge vom Kurzfilm, die können wir durchaus da ein bisschen als Beispiel holen. Ich habe 3 Carte Blanche produziert, wenn den alles korrekt mischt, also wenn die Leute Minimum bezahlt, wenn die TVA bezieht, wenn den alles zu Lützeburg mischt, also so wie es gedurcht war. Da geht es mit den 32.000 oder wie viel da dann aktuell sind, geht es nicht durch. Und die Monten, die momentan zirkulieren, also just für zu sagen, du musst ihn aber real aufpassen, nicht, dass man reise an den nächsten Fuß schießen. Es kriegt ihn eben kein Kilometrage, in einem bestimmten Mord. Also muss ich nur einfach aufpassen, so nicht just, ne? Also ich verstehe, was die da haben, dass man muss ich real aufpassen, nicht, dass der drin so geht, lo mit anderen Longmetrage, an dem man nicht viel bezahlt gehen, und für nichts schaffen oder so. Also just für aufzupassen, auch was teilweise am Ausland da aber probiert gehen, aber nicht real gut funktioniert. Also muss ich vielleicht ein bisschen etwas dazwischen fahren. Weil das kein geholfen, wenn man da viel mal zwei zu Lützeburg machen, mir dann, also sind wir immer noch der Barreme, von denen ich leben kann. Also dafür ist das komplex, ne? Mir muss ich ein bisschen aufpassen, auf all die Sachen. Punkto Barrem gebe ich nachher gerne drauf zurückkommen. Da haben sich da 3 von 4 dazu geäußert. Ich gebe noch gerne von Berner wissen, wie du die Sache gesagt hast. Hast du eine Notwendigkeit oder was du vielleicht sogar eine andere Meinung? Also ich sitze nicht hier, vertrete keinen, mir meinen persönlichen Umhund kein Problem mit Barremen. Es bringt viele Avantagen, bringt eventuell auch Desavantagen. Ich gesehen das System wie in Frankreich ist, wo es verschiedene Niveaus gehen an Extra, wo ihn muss gucken, wie das Größte vom Film an Dorops geht dann, als der Barem ändert dann, man sie haben von kein Bareme mit sie von Miniman, die gerade verhandelt gehen. Der Tier steht zu so, und voilà, für einen Film von 10 Millionen sind Miniman vielleicht anderer, wie bei einem Film von 2 Millionen. Oder Miniman auch bei Akteuren, von Genre a priori keine schlechte Idee, aber schon trotzdem, dass du, oder dass so ein jungen Akteur, den aufhängt, dem mit dem Minima wirst du nicht ganz viel können aufhängen, das wird dann vielleicht auch dein Minima sein, aber der wird dir nicht helfen bei Dingen Verhandlungen. Das heißt, man muss gucken, wem bringt das etwas, wie kriegen wir das System so hin, dass am Ende vom Tag alle Menschen gerne verlieren, weil ich meine, das ist das Ziel von der Sache gut, denn wenn wir das System hinkriegen, den das schafft, dann sind die Letzten, den du etwas dagegen tut. Yeah. Das seitdem ich am Fuß an der Kino gesagt habe, geht von denen einfach von denen 1.000 Euro geschwärzt. Gut Beispiel halt wieder drin am Saal. Du kriegst keine Bareme. Das
An der Tisch dat sinn awer global 18 Joer der Tisch an mittlerweile ja pur Indexationune kommen an alles der Tisch an lewen ass Medaier gin an der Tisch wann den do einfach usetzt dat het wie du sees mat Kategorien eventuell wat net hecht dat nowen ober an leit joch Agenten eventuell wo der Tisch das mir das einfach den dem Minimum dat het do dass dat einfach klo ass weil dat gin immer mal entenduen an das immer penibel einfach so ich versuchschwtzen sowieso immer penibel méi weil das in ste Difficulté doch einfach wäschelt an das ich kann eventuell dann noch fleisch Leiit iwwer zechen an de Mill kommen weil se wissen du hast ein Minimum du kann fleisch immer leben ich wollte aber dat also du net direkt du mal da verbunden me ich wollte einfach der tut mal Mädchen vom Schauspieler zu dienen zwar du mal das Realisateuren Schreiber also Szenaristen und so dass sie op ihrem Film kreen hen oder Auteuren so ein Schauspieler gibt's all se rechter of für den Moment nach du hast auch Act dass such du run für du sie noch Verhandlungen am Laufen an das einfach just für zu verstehen dass einfach dass mir sind eben die Lächt Lächtrad wohnen natürlich mir kommen immer recht spät und an den Projekt an den Zyklus ran Dreh selber an das einfach einfach zu verstehen dass Eis erbecht dann aber auch am Moment Apps schreiben also Apps schreibe wat opgeholge da wat für David geht bleibt der Apps wird voilà, eng Saach die och als Handschrift huet voilà. An du muss wéi dat awengen Konditionen dat geschieet oder wéi dat méigg ass méi voilà. dat leit ma wom Herz oder schon. Ja Badi los mat Pi awer geséier ja du sinn ich bald voll. Also uns geht es ja darum, dass effektiv, es wäre schon wichtig bei uns, dass Miniman könnten gemacht werden, weil zum Beispiel bei Carte Blanche, die wir ja vorhaben, nach allem machen, da sind wir sowieso unter dem Miniman. Und ich will gar nicht so schwätzen, wo Küken oder so Sachen. Ne? Und dann könnt ihr noch nach Avamat Miniman, dann hun zum Beispiel, ob einem Chrometrage, also die Miniman, die sind dann noch berechnet, ob die Arbeitsstage, die mir prestieren als Monteur zum Beispiel oder als Techniker so. Wir müssen aber noch ganz viel Arbeit zu machen, das unsere Administration, das die ganz Verbreitungsarbeit, das die ganz Kommunikationsarbeit. Aber wir sind wahrscheinlich, wenn also das ist immer ziemlich unregelmäßig verdient, wir können aber wahrscheinlich davon herausgehen, dass wir am 6. Tag regelmäßig schon mit denen unbezahlte Sachen. Das auch dann, das geht von unserer Lebenszeit ja auf, und dann muss man noch an der Stadt machen, und dann haben wir keine Zeit mehr für uns zu regenerieren. Also, das ist sowieso, dafür kann noch vielleicht so, muss ich für die Mitte gemacht sein, aber bon, da kann also ich meine schon, dass viele Leute Gefühl haben, dass ein Mädchen, wo ich muss privilegiert sein, jung, an eine Familie, also dann, da kann es abgehen. Voilà. Also ich schätze vielleicht immer noch ein bisschen zu ziemlich also mir auf 4 Frauen ist dann auch oft nach ein Gritz nach mich schwer. Ja, ich wollte noch sagen, so mich mengen, das können wir auch hin und uns vielleicht mich schätzen, weil mit Body wollte ich auch noch sagen. Der Christ war geschwind. So, da geht man auch lo offiziell dann dran abmachen für Freunde aus dem Publikum. Die Madame mit der roten Basken mutzt du hier, die... Das heißt Berry auf Lützeburg. Übrigens, ja. Ja, also ich wollte auch ein Plädoyer für als geniale Akteuren und Aktrissen briechen, die wir heute Lützeburg haben, die an Stand DP, der 4 Sprachen wechseln können, sogar Matzen am Satz. Du hast auch schon noch als Produktrice, also sie Realisatrice, Produktrice heute Lützeburg. Und da haben wir auch ganz viel Succès mit den Lützeburger Aktrissen und Akteuren, weil sie gehen schon aus dem Ausland gefragt, können wir dann noch, wir machen den Film mit ihr, wenn wir die und die Aktrice auch können haben. Das ist nicht nur mit Vicky, was zu freuen, aber auch andere. Ich will auch keinen Namen nennen. Ich könnte da eine gute Party nennen. Das heißt, als Aktrissen und Akteure sind schon international bekannt, sodass wir schon Filme gefragt gehen für Co-Produktionen, wann euch die Aktrice oder den Akteur versprechen kann. Also, da sind wir wirklich verwindet, muss ich sagen. Und was Crew geht, für
Pia zu replizieren. Es kann nicht Punktesystem leihen, weil wir haben Tisch zwar nicht mit Punktesystem, das lo mat Postesystem kann ich nicht nennen. Wir haben lo ein Langmetrage am Februar Griechenland mit dem Lützeburger Chef ab. Wir haben nächst Filmer mit enger Lützeburger Monteuse, die Pia Dumont hecht. Und hat heute schon so gesagt, davon sind 2 Kurmetrage, a 7 Langmetrage, von den 7 Langmetrage sind 4 Fiktionen und 3 Dokumente. Ich weiß, dass du nicht durchgemengt hast. Ich weiß. Nee, nicht mehr für zu sagen, dass das Punktesystem nach en vigueur ist. Das wollte ich just sagen. Es kann also nicht da leihen, aber du hast natürlich recht, wir müssen darüber schwätzen und überlegen, wie wir es vielleicht könnten auch nicht segmentieren, abteilen. Du hast sicher irgendeinen Punkt, den ich kann, oder viele Punkte, die ich kann verbessern. Aber das Punktesystem ist nach durch, dass das ganz anders ist. Und es bringt das auch ganz viel, eben noch bei den Aktrissen und Akteuren. So haben wir auch mehr Muskeln für am Ausland mit als Co-Produzentinnen, für da immer zu so, nee, wir hätten noch gerne ein paar Lützeburger, sonst kriegt dazu nicht. Das heißt, wir Lützeburger Produzentinnen, wir brauchen noch den, egal wie ein hecht, das protektionistische System, weil da gibt es doch Co-Produzenten mit super Projekten, die so, no way, wir wollen doch kein Lützeburger haben, wir haben schon als Equipe fertig, und mit diesem System können wir da sagen, okay, edit dann, da geht dann in ein anderes Land, ne? Das heißt, das System ist noch da, wahrscheinlich muss ein da ein bisschen, irgendwo, ein bisschen, Einzelheiten verstellen, klar, ja. Ja, ich schwätze ja nicht nur Menge Minuten. Ich weiß, ja, das weiß ich. Ja. Und ich schwätze noch von den Jahren, die da vergangen sind. Wir hoffen natürlich, dass die Jahren, die kommen, dass da etwas sich effektiv ändert, weil die Jahren, die vergangen sind, das sind einfach Chiffren, die sind einfach so. Wenn die Analyse am Punktesystem falsch ist, respektive ist sie vielleicht falsch für die Montage oder für sonst nach Chef de Posten. Das ist vielleicht nicht ganz falsch für gewissen anderen Posten, weil schon wirklich von der Alltag gesagt kriegt, dass ganz viele Leute abhalten oder abgehalten haben oder daran denken, abzuhalten. Dafür, voilà, und ich schwätze natürlich auch am Namen sowieso vom ganzen Sektor. Voilà. Und ich so natürlich auch jeder eine Merci, den, auch am Namen vom ganzen Sektor, den uns selbst gibt, das ist ja auch ganz klar. J'aimerais intervenir sur la partie animation, le cinéma d'animation, qui est un peu particulier justement dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire que je vois bien qu'une partie de la précarité des métiers, c'est notamment d'être freelance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression des personnes qui sont freelance de trouver leur propre travail au quotidien. Dans le cinéma d'animation, on fonctionne par des studios d'animation. Et donc, on a entre les sociétés de production et les personnes qui travaillent, des studios qui vont travailler avec des personnes soit en CDI, une bonne partie de nos équipes sont en CDI, une autre partie des équipes sont en CDD. Et finalement, la pression qu'il peut y avoir sur le travail, sur les freelances de votre côté, elle va se mettre sur les studios. C'est-à-dire que c'est les studios qui vont être sous pression pour faire en sorte d'alimenter les travailleurs au quotidien. Et donc, c'est un travail de tous les jours de faire en sorte d'alimenter les studios d'animation de travail. Et on sait en plus dans les productions cinématographiques qu'entre ce que l'on imagine d'un projet, entre la manière dont on va le financer, la manière dont on va le démarrer, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un monde. On imagine que le projet va démarrer dans 1 an, on construit la stratégie du studio en se disant que le projet va être démarré dans 1 an, mais finalement, il démarre dans 1 an et demi. Ça, ces 6 mois peuvent mettre sous pression les studios, mais à travers ça met sous pression les studios, mais ça met sous pression les responsables des studios. Nous, on protège beaucoup finalement nos employés à travers le type d'emploi qu'on peut leur fournir. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte de ces problématiques-là. Mais on doit comme ils s'en rendent pas compte, ils le sentent, ils sentent qu'il y a des besoins d'alimenter les studios, mais en même temps, on prend la pression de ce travail qu'on doit alimenter à la fois en quantité, mais en qualité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quel projet. Une des solutions que l'on a eues au niveau des studios, c'est que notre personnel est polyvalent. C'est-à-dire que
il y a beaucoup de métiers dans le cinéma d'animation. Il y a, je sais pas, peut-être 30-40 métiers différents qui vont de la personne qui dessine à la personne qui modélise les personnages, qui modélise les décors, qui met les textures, etc. Et c'est des métiers très différents qui font le compositing, qui font les éclairages. C'est des métiers très différents. Et on fait en sorte, on met un effort au niveau des studios pour que notre personnel soit polyvalent. Et en plus de ça, comme on vise de la qualité, il ne s'agit pas non plus de faire tout et n'importe quoi, eh bien, on a ce besoin d'exigence d'être pas seulement des personnes polyvalentes qui font un peu tout n'importe comment, mais des personnes qui sont polyvalentes, mais en plus de ça, qui ont un bon niveau de savoir-faire dans les différents départements sur lesquels ils peuvent travailler. Donc finalement, ce qui crée la manière de créer cette passerelle entre le studio, la stratégie du studio, de fabriquer de nouveaux projets et d'alimenter et de pouvoir fonctionner normalement, et les employés, c'est finalement d'être polyvalent et en même temps d'avoir un niveau de qualité suffisant pour être sur la compétition internationale. Et donc voilà, ça c'est un enjeu important, mais une partie justement de cette pression est vraiment absorbée par les studios. Et l'autre chose évidemment, c'est le côté de la formation. On est obligé de faire de la formation continue parce que on a vu, les métiers de l'animation, ils ont tellement évolué sur les 20 dernières années. Les logiciels, les procédés, l'innovation à l'intérieur, enfin c'est en perpétuelle évolution. Et donc nos employés naturellement évoluent avec le marché, les manières de travailler. Et donc, le pacte, finalement, tacite entre un studio et les employés, c'est d'avoir une même stratégie d'évolution à l'intérieur des métiers et d'être le plus polyvalent possible. Mais parce qu'on est studio, mais en même temps, on est producteur, donc on se met nous-mêmes notre pression. En tant que producteur, je me mets la pression de devoir alimenter mon studio, finalement. Et c'est conditionné, parce que ce ne sont pas des aides automatiques, donc c'est conditionné au fait, et en plus, on fait beaucoup de productions originaux au niveau de Zelle Production. La plupart de nos projets sont des projets originaux avec des réalisateurs luxembourgeois et qui voyagent à l'international. Donc, en même temps, on a une compétition à l'international. Et donc, en tant que producteur, on doit aussi faire en sorte d'avoir le maximum de chances d'être accepté parce que c'est un comité de lecture qui doit accepter les projets. Donc, ce n'est pas une aide automatique. Donc là aussi, il y a un certain nombre de risques, de facteurs de risque qu'on ne maîtrise pas et qui vont dépendre des résultats des comités. Mais évidemment, on fait nos meilleurs efforts à travers la production, à travers le studio et à travers nos employés pour être les meilleurs possibles et nous donner un maximum de chances. L'autre élément que je vois quand même, je voulais juste finir là-dessus peut-être, c'est que... Pardon ? Non, vas-y. Merci. L'autre élément que je vois, c'est le fait que justement, certains nombres de nos employés pensent à devenir des freelances. Et ce que je vois par rapport à ça, c'est que c'est en train de fractionner ce qui les protégeait. Finalement, ça fractionne et ils peuvent se mettre dans une situation aussi de précarité parce que tout d'un coup, au lieu que ce soit le studio qui doive alimenter leur travail en tant qu'employés, c'est eux-mêmes qui doivent commencer à alimenter leur propre travail et donc certains peuvent se mettre dans des situations un peu plus précaires que lorsque ils étaient employés. Donc voilà, ça c'est la mécanique d'un studio d'animation et voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Ça a pris beaucoup de temps et on arrive en tout cas à faire de beaux projets, mais il y a toujours cette pression, cette épée de Damoclès qui est à la fois au niveau des productions, des producteurs et des studios pour finalement faire en sorte que les employés soient le plus protégés possible. Voilà, c'est un petit aparté. Merci. Merci. So, ich feier Frauen am Saal. Du Hannen, hi, hi, und hi. Ja. Je voulais rebondir sur l'intervention de Laurent Witz. Je suis Jacob Armani, le directeur d'études du bachelor en dessin d'animation. Et effectivement, la situation de l'animation est légèrement différente par rapport au live. Nous, en tant que bachelor, nous avons la responsabilité primaire de développer les nouveaux talents. Et effectivement, développer des talents qui sont à la fois spécialisés, mais aussi assez généralistes pour pouvoir être
compétitif dans l'industrie luxembourgeoise est un défi qui dépasse effectivement les capacités que nous avons en ce moment. Comme Anne Schröder le disait pour les BTS d'animation, pour les BTS du cinéma, notre bachelor aussi, c'est sur 2 années. Et effectivement, un parcours que je peux anticiper et qui serait utile de mettre en place, c'est effectivement d'ouvrir vers des masters pour avoir plus de possibilités de professionnaliser les futures générations avant qu'ils rentrent dans l'industrie. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est au niveau de ce qu'on peut faire déjà maintenant, parce que la première demande, c'est plutôt une question politique, effectivement, demande des ressources qui vont au-delà de mon cahier de charges, mais effectivement c'est la deuxième démarche, c'est nous aider à découvrir les talents que nous sommes en train de former. Et là c'est une démarche qui effectivement peut bien fonctionner, elle est déjà mise en route, mais je pense qu'il faut continuer à l'accompagner à travers des synergies entre tous les secteurs. Nous sommes très bien accompagnés par les Film Fonds Luxembourg qui participent à tous nos événements et nous accompagnent là-dessus. Nous sommes accompagnés par le Lutz City Film Festival qui aide nos alumni à trouver leur deuxième, troisième volet de travail. Nous avons besoin d'aide pour accompagner les freelances, les étudiants qui effectivement veulent se lancer dans une carrière qui est très effectivement risquée, mais aussi qui peut mettre en valeur leurs compétences d'une manière différente. Et je pense que aussi parmi les studios, il y a peut-être la possibilité de développer plus de synergies avec des échanges entre studios d'artistes et de talents pour assurer que tout le monde soit toujours employé. Et par rapport à ça, je remarque une absence importante dans ces débats. C'est effectivement, il n'y a pas à Luxembourg une association des techniciens de l'animation. Nous avons l'ALTA qui représente les techniciens du live, mais l'animation n'a pas cette association. Nous avons l'ALPA XR qui représente les producteurs. Du coup, je pense que tout le monde qui travaille dans les métiers pourrait sensibiliser nos artistes avec nos étudiants dans mon cas, à voir s'ils ont la capacité, l'intérêt et l'envie de se lancer dans la formation d'une association justement pour pouvoir collaborer avec tout le monde et être représenté. Ok, très bien. Merci beaucoup. Meneer Voorhuis 4, en der Mitte. Bonjour, Séverine Zimmer pour représenter Actors. J'avais une question, ça pourrait être à Pia, enfin une question ou un pavé dans la marche, je sais pas encore, concernant vos carences quand vous ne travaillez pas. Est-ce qu'il n'y a pas, comme en France notamment, ce système d'intermittence, et s'il n'est en place, enfin s'il est en place, dans quelle mesure il ne suffirait pas pour vous assurer une certaine prévisibilité, c'est pas le mot, mais en tout cas un certain nombre de travail sur l'année, quoi, et une sécurité en tout cas. Oui, le système existe, mais quand il y a des mauvaises, en fait, donc on doit prester autant de jours par an pour avoir accès au système, et on doit donc refaire notre demande pour exister dans le système chaque année. Et donc, il nous est arrivé, je pense à beaucoup, de plus être dans le système et donc de ne plus avoir accès parce qu'on n'avait pas assez de jours. Donc, on a perdu le statut. Tout simplement, ça m'est arrivé et j'en connais d'autres qui sont dans le même cas. Oui, bonjour, Oscar Martin aussi de Actors. On profite là, du micro. Alors, je voulais aussi, par rapport, on a parlé de la formation, je pense que c'est un volet essentiel. Et donc déjà, ici même au CNA, on organise régulièrement des workshops chapeautés par le CNA entre réalisateurs et acteurs pour se connaître, et c'est déjà quelque chose de, comme disait Luc, c'est un métier solitaire qui se fait en groupe. On pourrait ajouter, ça c'est une idée, je lance là aussi des membres aussi du BTS et aussi peut-être aussi des techniciens qui veulent parfaire, continuer à travailler, à se faire connaître, et aussi ajouter
la présence des producteurs. Parce que des fois, on dit on connaît, mais on découvre. On découvre des réalisateurs qui découvrent des acteurs qui découvrent des réalisateurs, des producteurs. En fait, c'est c'est une grande opportunité aussi de se connaître, de se faire des rencontres. Et sans pression de casting, sans pression de quoi que ce soit, juste la rencontre humaine, qui est très importante. Et également, par rapport à la formation, évidemment, l'idée d'un BTS aussi pour les acteurs, c'est une idée excellente. On a tendance, une autre façon de se former pourrait être, c'est aussi une idée que je propose, c'est dans les cours d'art dramatique, dans les différents conservatoires, on pourrait aussi proposer des cours de caméra, jeu caméra, ce qui n'est pas encore fait actuellement. Donc voilà, c'est des... Oui, parce que les conservatoires, comme tu dis, sont centrés sur l'art dramatique théâtral, mais je pense que c'est important aussi de faire découvrir aux jeunes, parce que les jeunes, ils ne rêvent que de ça aussi, de pouvoir savoir comment jouer devant une caméra. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Oui. On rend les micros. Ich meine, wir müssen leider abhalten. Well, Englisch froh zwischen. Oh, come on. Monsieur? Ja, pardon, Eileen, mir schon hier von den Herren müssen gucken, Monsieur ist froh. Merci beaucoup. Je suis un nouveau venu au Luxembourg et je viens juste d'arriver. Je suis acteur de théâtre et acteur de cinéma aussi et j'ai une formation en audiovisuel aux États-Unis dans une université du Texas et j'ai entendu qu'il y avait une rencontre culturelle ici, donc je me suis précipité ici parce que je veux toujours apprendre, je veux toujours savoir ce qui se passe. Et en tant que nouveau arrivé au Luxembourg, j'ai entendu beaucoup de choses au début, j'ai pas compris parce que je ne parle pas encore le luxembourgeois, mais je vais m'y mettre, je vais apprendre. Mais globalement, j'ai compris que le métier du cinéma est un facteur important pour le développement du pays, en ce qui concerne surtout la culture. Maintenant, ce que je voudrais mettre en exergue ici, c'est que tout ce qu'on fait ici, tout ce que les gens ont dit, en ce qui concerne les facteurs techniques du métier du cinéma, ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas d'idée, s'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas des gens à la base qui réfléchissent grâce au brassage culturel, grâce au savoir, aux recherches, grâce à l'inventivité même. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce qui vient après. Donc, je voudrais savoir si les incubateurs d'idées, les gens qui réfléchissent, qui sont inconnus, qui sont dans des coins partout, on ne sait pas, on ne les connaît pas, qui ont des idées, qui veulent mettre en valeur ou bien qui veulent proposer à tout le système afin qu'il puisse y avoir une chaîne qui va produire quelque chose à la fin, qui va apporter un engouement mondial au niveau d'un film, d'une pièce de théâtre ou bien de quelque chose comme ça, où il faut aller, à qui il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ma question, en fait. Je vous remercie. Ich muss das leider kurz fassen, dafür proposieren ich, dass wir effektiv das vielleicht nur beim Pad dann diskutieren nach at length. Maja, Aline, da macht noch ein ganz kurze. Merci. Ja. Das bleibt mir wirklich im Herzen. Weil ich meine, du hast kurz über das Thema Familie geschwärmt. Ich wollte so ein Genevieve Mersch an ich. Wir sind gerade am Lachs dabei, als wirklich für Parität anzusetzen. Wir machen gerade eine Analyse davon, wie am Sektor bei uns ausgeseit, natürlich aus unserer Perspektive. Es sind ganz wenig Frauen, das ist weltweit so, mit das bei uns leider auch so, und das, ich will da persönlich keinem Schuld, also, ich meine nicht, dass ich nicht schuld ist, ich meine nicht, dass wir diskriminiert gehen, mit guten Problem, wir haben manchmal bald 50% am Lachs Frauen, mit der Schüsse Faires davon an die Filme machen. Woran leidet, es gibt bestimmt ganz viele Faktoren, ich gebe einfach gerne kurz so das ist für uns unmöglich, an einem Beruf eine Familie zu haben. Und ich sehe manchmal nicht, dass ich gerade eine Entscheidung treffen muss. Schaffen ich an dem Sektor oder will ich eine Familie? Und das leidet mir ganz, ganz um Herzen, einfach zu so, dass Startups aus, dass man muss probieren, möglich zu machen, weil wir haben schöne Geschichten zu erzählen. Und ich weiß nicht von mir, mit mir Frauen.
Und du musst einfach gemerken, dass mir du bisschen unterstützt gibst, weil mir kein reicher Mann und die nicht finanziert, dass wir trotzdem können Geschichten erzählen, dass man du bisschen Hilfe kriegst. Voilà, das wollte ich jetzt noch so. Merci. Vielmals merci dafür, Eileen. Ich meine, das ist ein Thema, das können wir wirklich stundenlang drüber diskutieren. Noch merci und die reichen Frauen, die Männer unterstützen, für den Beruf heute zu machen. Das soll es ja anscheinend doch gehen. Ne? Leider lebt als Zeit aus. Ich will vielmals merci sagen, ihr Feier, dass da Ermeinung man das teilen. Und ich gebe da gerne das allerletzte Wort und den Herrn Minister gehen, Monsieur Eric Thiel, für die Sache zu konkludieren. Die kann ich platzen. So, tschüss rein. Gut, merci alle Guten für das ganz interessante, konstruktiv Gespräche. Mir fällt oben das appréciieren schon das fand ich super, dass man vielleicht nicht immer eine Meinung haben, mit dass es jeder ein Verband um eine Sache geht, sondern dass den audiovisuelle Sektor über die nächsten Jahren stärken und dass man zusammen weiterkommen. Das ist nicht irgendeiner ausgespielt wird, mit dass es um eine Sache geht, aber wo man zusammen müssen, da das Politik, ja, das sind die verschiedenen Assoziationen, aber auch die Doktoren, die Leute Terrain zusammen müssen schaffen. Es fehlt, bevor ich verschiedene Sachen angehen, die Leute heute gesagt haben, für die ich aufhängen mit dem Merci. So sind die vergiss. Merci an der Kunst direkt nur links. Und das, den Emil und noch der Fabian, den auf der anderen Seite steht, ich zwei ganz große Merci für die Moderation, da der ganz flott, modern, unkompliziert gemäht wird, wird das ganz Teil von der auch ganz liebig gehalten wird. Dafür ich zwei ein großes Merci und einen großen Bravo. Merci a woch natürlich stehen Leute, die ha an Antwortstellungen die Ideen mat op de Wegin hunn wuch gesot auch viel Sachen nach enke heieren hun viel neue Sachen heieren war doch für michch als Minister auch van Loch schon eng Main sinn, aber ganz interessant ganz flot, dass wir wirklich schon am Detail op verschiedene Sachen können anzugun, dofir auch denen verschiedenen Partizipanten, die hier so sind, ganz große Merci. Merci aber auch, und das hat mir im Herzen natürlich dem Filmfonds, dem Guidalan als Direktor und der ganzen Equipe, große Merci zu sagen für anzusummen, aber ich natürlich mit José, mit der ganzen Equipe aus dem Kulturministerium für die Zeiten organisiert zu haben. Es war pro Jahr hier, wo keine Assise vom audiovisuellen Sektor wären, war mir ganz wichtig für diese Point zu machen, das schnellstmöglich am ersten Jahr für eben noch ihr alle heute zusammenzubringen, und über die Filme und über die Herausforderungen zusammen zu schwätzen. Merci aber auch dem Herr Robin für die verschiedenen Statistiken, die Informationen, weil das schon mal ganz wichtig fanden, wo ihn Fakten, Donnerien hört, für dann noch eine Politik können zu argumentieren, wo man der Kultur auch ein Observatoire de la Culture schaffe, für genau mit so Chiffren noch können zu argumentieren, auf wie wichtig geht, von einem Filmsektor, vom audiovisuellen Sektor auch können, denen Leute vielleicht mal auf die Weg zu gehen, die nicht so im Detail dran sind, und schon vielleicht nicht so damit auskennen, dafür ich ganz großen Merci. Es sind auch ganz froh, und da komme ich auf den konkreten Punkt für über frohen zu antworten, und das liegt mir besonders um Herz, dass direkt am Anfang gesagt ist, dass der audiovisuelle Sektor nicht nur Ökonomie ist, das nicht nur Tourismus, mit das für allem ist Kultur. Und das bekräftigt mich aber ganz klar an dem, für was ich am November letztes Jahr die Decision geholt habe, für den Filmfonds, den audiovisuellen Sektor und Kultur zu holen, das als Haupttutel, weil ja alles das, wo man de Moien drüber geschwärzt und das für mich an allererster Linie also Kreativität, das Kultur, das Kunst, wo die alle Guten eng wunderbar Arbeit machen, und das freut mich zu hören, dass man da alle Guten auf einer Linie sind. Ich will auf dieser Platz konkret auf verschiedene Sachen angehen. Ich halte mich kurz, ich will nicht, dass wir alles spät auf den Pott kommen, weil wir schon ein bisschen Tag. Ein Punkt, mit dem ich will aufhängen, und das so zum Schluss auch gesagt gehen. Ich fand dann dazu nicht ganz deutlich, dass du dir gesagt, dass es schwer ist, bis nicht zu tolerieren ist, dass ihr heutzutage eine Decision muss treffen, ob ihr eine Familie gründen als Frau oder ob ihr will an diesem Medien, an diesem Sektor weiterschaffen. Das fand ich geht nicht, dazu stehe ich nicht, dazu stehe mir als Regierung, und das ist eine Priorität an der Zone schei, für darüber die nächsten Jahre für uns kommen. Von der Stadt so, und da sind wir auch direkt bei der Jurens, beim BTS, wo wir, und da das auch beim Edukationsminister schon zugeschwärzt gehen, für die aktuellen BTS, die wir haben,
über den wir geschwärzt haben, für dort zu gucken, ob es Möglichkeiten gibt, für den zu adaptieren und auszubauen. Du gehst nicht Stand heute, keine Garantien, ich kann aber sagen, dass du Gespräche laufen und du werden wir auch bestenfalls anfangs nächstes Jahr können echt Diskussionen führen, in welcher Richtung das kann gehen. Ein anderer wichtiger Punkt, und das am kulturellen Sektor, und das wissen wir alle gut, eine große Challenge, eine Herausforderung ist natürlich der finanzielle Aspekt. Ich bin der Meinung, und das natürlich auch der Politik hier Responsabilität, meine Responsabilität, dass in einem kreativen Beruf sich soll auf das können konzentrieren, was das geht, Kreativität, Passion, den Engagement, und nicht für all das müssen, alle Euro dreimal müssen umzudrehen, für zu gucken, ob ich selber kann bezahlen, ob der Frigo gefüllt ist. Das sage ich ganz deutlich. Auch das sage ich als ganz, ganz großen Challenge. Mit du stehen aber heute 4 Jahre als Ehrenminister, wo wir, und das ging nicht direkt an, denke ich mal, durch die WM hatte schon darüber geredet, also auch am Filmfonds, denke ich, werde gesehen, für zu gucken, ob wir da nach Möglichkeiten und für die nächsten Jahre schrauben anzupassen, für zu suchen, mit den Assoziationen da im Dialog zu gucken, wie wir weiterkommen. Auch da, und das sage ich ganz deutlich, ging kein Versprechen, wir sind immer da der absoluter Urgenz, aber bewusst, und da müssen wir für kommen. Ich will auch Wort zur KI sagen, da das ugeschwart gehen und eine ganz deutliche Meinung. Ich will alles dazu Kenntnis, was gesagt gehen ist. Donato, du hast eine ganz klare Meinung, er hat noch schon mehr wie ein Kind darüber geredet. Es sind aber ganz klar der Meinung, und da sehe ich beim Direktor, dass wir der ganz technologische Fortschritt nicht können verschließen. Wir haben da Kontranten, es sind viel Ängste im Raum, die ich auch absolut verstehen. Du hast das Eiserol, dem Filmfonds, dem Minister sein für Regeln zu schaffen, das mit den Partnern auch am Ausland. Du gehst nicht am europäischen Niveau ja schon verschiedene Pisten. Ich kann nicht auch just sagen, dass ich mir viel Gedanken machen, dadurch mit dir zu summen, mit dass wir als da Stand heute nicht können verschließen und dass wir das müssen an aller Deutlichkeit und aller Ruhe auch müssen analysieren, für auch da ja nicht den Zug zu verpassen. Ein anderer Punkt, und du warst zu Venedig rezent, wo wir ganz gut wegkommen sind, und das will schon ein bisschen streichen an all denen, die da mitgewirkt haben, die den letzten Sektor vertraut haben, wo wir ja gewonnen haben, für einfach mal richtig raus, so eine ganz, ganz große Merci, sondern auf dieser Plätze felicitieren. Da tun ich damals a Präsenz vom Grand Duc und der Grand Duchesse gemäht, und da habe ich gesagt, dass mir so frisch wäre, dass der WA und den AR eben über die nächsten Jahre noch so weiter ausgebaut gehen. Dazu stehe ich fand das interessant, auch da sind wir bei einer Diversität, für unseren Sektor weiter zu diversitieren. Schon dann auch direkt an Druck gesagt, weil schon die Reaktion von verschiedenen Leuten gesehen, dass es nicht darum geht, ich nenne das die klassische Film an Serien, von denen wir heute auch ganz lange geschwärzt tun, zu vergessen. Gut nicht. Es sind der Meinung, dass das komplementär ist, dass wir dort zusammen müssen, das irgendwie das andere unterstützen und das ja mit den nächsten finanziellen Moyen. Den Direktor hat doch gesagt, das kann aber nicht sein, und das will ich auch ganz zeitlich unterstreichen, dass wir es füllen auf den VR, den AR, dem noch wie die Gaming also auch angeschwärzt gehen, konzentrieren, und dass wir den klassischen Film so mal vernachlässigen. Das ist gleich nicht der Fall. Wenn wir da von einer finanziellen Unterstützung schwätzen, dann ist das komplementär, supplementär zu dem, was wir heute schon haben. Das heißt, es gibt auch da keinem etwas weggeholt, für das doch an aller Deutlichkeit zu sagen. Und da will ich, und da komme ich auf den spannenden Punkt, weil alles das, was schon gezielt tun, das hängt leider größtenteils oder auf viele Plätze leider mit dem Geld zu summen. Du kannst nicht drüber lachen, kann den Kopf rüsseln, das ist leider auch nicht immer ja, ganz einfach, das aber muss ich so in die Realität, und das merkt man auch an den Budgetsverhandlungen, an denen wir gerade sind. Ich brauche auch heute nicht lange zu erklären, dass nicht nur die Kulturminister, Ministerin am Gange sind, zu probieren, mehr Geld zu kriegen, für eben auch an denen heutigen, nicht immer ganz einfachen Zeiten, ihr Sektor bestmöglich zu unterstützen, und da sehen wir eben bei einer Augmentation vom Budget. Schon auch, und das hat man viel schon in der Kaffeespause geschwärzt, am Herr Steil, sind wir Handen drin. Es stehen zu dem, was ich für 6 Monate gesagt habe. Es stehen zu dem, was am Koalitionsakkord steht, was eine CSV-NDP-Regierung dort stehen hat, dass man über die nächsten Jahre an der Legislatur 23 bis 28 den audiovisuellen Sektor ihr alle Guten will weiter deblockieren, dass wir ihr weiter will stärken, und das ist ja mit mehr finanzielle Moyen für auch den Challenges, den Herausforderungen können mehr stattzufinden.
Ich kann op dieser Plan und dazu ja auch ganz deutlich nicht versprechen. Ich kann heute nicht annoncieren. Wir hatten die letzte Tage intensiv, interessant Gespräche mit der IGF, mit dem Finanzminister, mit natürlich auch einem Premierminister Luc Frieden, der auch hier an der Co-Tutel ist, über den Medienminister, wo wir auf der letzten Linie dran sind, für eben noch das Budget zu finalisieren, die wir da werden Anfang Oktober auch an der Chambre präsentieren. Ich kann nicht so, wie gesagt, dass ich dazu stehen, dass ich mich zu allem Moment mit meiner Equipe am Minister, mit dem Filmfonds dafür werde ansetzen, ich bestmöglich können weiter zu unterstützen. Da werde mir ein Jet dafür machen, das hoffentlich weiterhin mit mehrer Unterstützung, aber wenn wir das alle gut in Summe machen, dann sind ich der vollste Überzeugung, dass wir alles das, die fehlen, die wir heute angeschwärzt tun, zu Summe mit ihr, mit dem Sektor, mit der Politik auch können umgehen. Voilà. Das gesagt, ihr alle gut, noch ein ganz, ganz großes Merci für Ihren Interesse, für diesen offenen, konstruktiven Dialog. Mir ist das heute ganz wichtig. Wir werden das heute noch beibehalten. Wir werden alles das, was wir heute diskutiert haben, natürlich auch analysieren, evaluieren. Das wird abgeschrieben. Das wird man dann noch dem Sektor natürlich zukommen lassen. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, für dann über die nächsten Monate, Jahren, dann natürlich auch an Politik, an den Decisionen mit abschließen zu lassen. Voilà. Das gesagt, und ich schon direkt gesagt, und da sind mein Pläsier, wenn als letzte schwätzt, ihr auf den Pott dürfen servieren, da das auf der anderen Seite am Pumphaus, wo ich mich da freue, für zu tun, und dir einen Pott zu trinken und dann auch, denke ich, im Detail auf verschiedene Sachen anzugehen. Das gesagt, merci und schönen Mittag.